Er hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so gefallen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal heim. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ein ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt ein bisschen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, das ist jetzt unser Headset. Warum hörst du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema, durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kibius. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht, so blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Geht da was?
So, aber der Mr. Price. Grüß Gott beieinander. Wunderschönen Mittwochabend um 6 Uhr. 10 vor 6 Uhr. Alles fit. Wie schauen wir aus? Haben wir Bock auf einen intensen Boss-Rush? Oder Rush, wenn man so sagen will. Ich glaube, es hat einen Grund, warum der Mr. Price halt schon überpünktlich da ist. Ich glaube, liegt im Bereich des Möglichen, dass sich der Price halt massivst Punkte verdienen will. Habe ich so im Urin, meine. Kann der Ausschlag. Ist das laut? Nur gesagt. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ja, sowieso. Aus Tirol. Hab ich dir sei. An dein Alert habe ich mich lautstärketechnisch immer noch nicht gewohnt. Ich kann mir nicht helfen. Ich hoffe, also alle, die wo jetzt halt, keine Ahnung, vielleicht schon im Lurk da haben und eigentlich gerade noch chillen wollen, die müssen jetzt eigentlich wach sein. Das ist eigentlich immer so ein Mike seine Aufgabe mit seinem Sound Alert, aber seiner kickt halt auch entsprechend. Steht das dort? Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich hab, der geht leise nicht. Ja, der gang schon, aber ja. Das belassen wir jetzt einfach mal. So, ich hab ein kleines Regal-Upgrade gehandhabt. Ne? Ich hab mir jetzt da oben, weil das hat alles noch so ein bisschen. Ja, also ist ein bisschen unspektakulär hergeschaut. Jetzt haben wir da noch so eine kleine Lichterketten gekauft. Und jetzt, glaube ich, ist da die fast sagen für meine Verhältnisse fancy genug. Also jetzt kommt da hinten in dem Eck da, wo ich jetzt sitze, so ein bisschen ein wohnlicheres Feeling auf. Ne? Ich mache an meinem Tisch, das seht ihr jetzt ihr offensichtlich nicht, also noch das Mauspad, das wo beleicht ist und Tastatur und Maus. Aber das ist dann, sage ich jetzt mal, nur Hintergrundbeleuchtung. Der wirkt leise nicht. Ja, nein, das stimmt wahrscheinlich. Das Endton muss sich quasi lautstark bemerkbar machen. Ich mache gerade Brotzeit, mir geht's gut. Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich hoffe, es mundet. Brotzeit ist aber gut. Ich habe auch schon gegessen. Der einzige also ich hab heute schon gegessen und ich will heute noch mal essen, und zwar irgendwann um 1 oder 2 in der Früh, weil Bazinger hat noch Nachtschicht heute. Ich habe jetzt noch 3 Tage Nachtschicht, Freunde der Sonne, und dann geht's ab in den Urlaub. Beziehungsweise am Sonntag geht's dann ab in den Urlaub. Ja. Samstag ist ja dann nochmal ein Bloodborne-Abendstream sozusagen, bevor ich mich verschleich. Ne? Und ja. Ja, gesundheitlich gut, berufstechnisch will ich es ja gar nicht erzählen, was wieder los ist. Aber geht's wieder drunter und drüber, oder wie? Aber Hauptsache, du bist gesundheitlich und gut unterwegs. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste an der Stelle. Das ist das Wichtigste. Erst einmal, vorrangig. Genau. Ansonsten, was gibt's Neues? Eigentlich nicht ein Teufel. Gestern und heute ein bisschen was am Haus gemacht. Morgen sollte dann eigentlich tatsächlich gar nichts anstehen, I guess. Aber schauen wir mal, was sie ergibt. Und das Wetter ist tatsächlich seit heute Mittag wieder traumhaft. Also ich hab zwar heute in der Früh gemeint, es wird wieder richtig verregnet, aber ab Mittag hat es eben so derartig aufgerissen. Wir haben jetzt 24 Grad, strahlender Sonnenschein. Das gefreut einem doch. Ja, endlich mal weg mit dem Wetter, dann kann das Hochwasser auch endlich mal ein wenig nachlassen, weil das hat den Passau jetzt dann doch tatsächlich stärker erwischt. Also zwar nichts Ungewohntes, also diese Art des Hochwassers ist im Passau nicht ganz so unüblich. Ja, ist zwar jetzt nicht der Regelfall, aber naja, ist genug Schaden entstanden. Sagen wir es mal so. Und Andi, Habitäre, grüß dich gut aus der Spätschicht. Herzlichen Glückwunsch, ich mach Nachtschicht dann. Dachschauen Ultras, die müssen zusammenhalten, weißt du eh. Drunter und drüber gibt's nicht mehr. Ich bin imstande. Was? Ich bin im Stand, weil ich gestern die einvernehmliche bekommen habe. Wieder. Was? Wie jetzt? Also verstehe ich das jetzt nicht richtig, dass du quasi die Kündigung gekriegt hast, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Am Wochenende ist wieder Kreisli, das ist mir dann wurscht, da bin ich nicht mehr da. Das ist mir dann wurscht, da bin ich dann nicht mehr da. Wir haben gestern einen Wetterbericht angeschaut von Kos, da wo wir uns aufhalten werden. Die ganze fucking nächste Woche strahlender Sonnenschein, kein Wölkchen am Himmel, 32 Grad. Herzlichen Glückwunsch, Frau und Herr Bazi. Das haben sie sehr gut getimt. Von daher, was nächste Woche bei uns los ist, da sollen sich dann andere nicht drüber unterhalten. Richtig! Ja, Blutsakrament, was haben sie sich denn da schon wieder gedacht? Dabei Mr. Saijin, das tut mir leid, dass ich sowas hören muss. Aber ja, es ist zwar jetzt so ein bisschen ein 0815-Spruch, der wo jetzt kommt, aber du
du wirst wieder einen Weg finden. Oder du wirst wieder eine Tätigkeit finden. Da brauchst du gar nicht wieder. Der Arbeitsmarkt, der ist nahezu leergefegt. Und es werden überall Arbeiter gesucht. Also von daher nicht einen Kopf ins Sand setzen. Es kämen auch wieder Sonnenseiten, wenn man so will. Ne? Ich sag so, ich hab mir jetzt meine Freizeit nicht mehr absolut verständlich und absolut richtig an der Stelle. Hätte ich an deiner Stelle genauso gemacht. Ja, ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen auf meinen Lottogewinn gehofft, der wo hätte kommen sollen, aber leider habe ich voll in die Scheiße gegriffen. Ne? Also, es hat leider nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal schauen, vielleicht am Freitag noch mal Glück, aber naja. Sagen wir mal so, wenn ich mir richtig dick im Lotto gewinnen darf, dann darf ich es nicht sagen, aber es würde Anzeichen geben. Nein, die Firma hat die nicht verdient. Ja, genau, so kann man es auch sagen, weil die Spielchen treiben sie halt schon das zweite Mal. Und jetzt da die auch noch halt einmal einen Stinkefinger so tief ins Arschloch reinschirmen, dass da ohne Mühe Fingernägel abbeißen kann. Gell? Mr. Cube, du bist der Habitäre. Grüß dich gut, ich hoffe, dir geht's gut. Merci für den Dauerlurk. Es ist der Pro-Dauerlurker, der Herr Cubi. Ne? Der ehrenwerte Dauerlurker. Sehr schön. Aber gut. Das dritte Mal, 2020, war es auch schon so. Ja gut, aber okay, dann, also ohne Scheiß, dann darf ich fast froh sein, dass jetzt, ne? Da darf jede andere Firma ist wahrscheinlich froh um jemanden wie die. Da darf ich halt wirklich sagen, so, fuck you, I'm out. Weil das gleicht schon fast am Horrorspiel, ne? Fuck this shit, I'm out. Aber wie gesagt, ich tue mir da bei dir eh nicht, aber du bist eher ein Mensch, der den Kopf eher nicht hängen lässt. Also zumindest weiß ich das so die letzten 4-5 Jahre von dir. Freilich, was ist bei dir los, wenn man fragen darf? In Bezug auf was? Also wenn du jetzt in Bezug auf mich und meine Person meinst, ist jetzt momentan eigentlich nicht mehr so viel los. Aber ja, na so bei mir eigentlich alles im grünen Bereich, ne? So wie es sein soll, tatsächlich. Das ist der vorletzte Stream vor dem Urlaub. Heute. Und ansonsten werden wir mal, das ist ein bisschen leise, du merkst. Du, das ist einmal ein wenig leise. Ich sag dir, wie es ist. Ja, das nehmen wir, das passt ihm dann schon. Genau, na so, aber wie gesagt, so passt alles eh. Also wenn du jetzt vielleicht, du hast es ja bestimmt schon mitgekriegt, dass ich um Zombie. Ja, das sieht man vielleicht auch. Na gut, Freunde, ich hab's in Discord schon eingeschrieben, ich werde es ja wahrscheinlich noch im Laufe des Streams mit Sicherheit noch mehr erwähnen, wenn der eine oder andere mehr da ist. Wir werden nach dem Urlaub einen Community-Zock wieder machen tatsächlich. Wahrscheinlich sogar noch bevor Elden Ring kommt. Aber da sage ich dann noch mal mehr dazu, wenn's was. Also ich habe konkret 2 Dinge geplant. Einer davon on-stream, einer davon off-stream und wir müssen halt dann schauen, wie das Interesse daran besteht und dann müssen wir mal schauen, dass wir das noch vor Elden Ring irgendwie einballern. Ich habe so das Gefühl, es muss einmal wieder irgendwas mit der Community unternommen werden. Was? Das hört man gern. Ja. Ich hoffe bei dir auch alles gut. Du willst nicht wissen, wie ich mich gewisse Leute verabschiedet habe. Manchen habe ich so dermaßen die Meinung geigt, wo ich so nebenbei mitgekriegt habe von solchen Leuten, die habe ich einfach mal ans Überbraten. Was wollen sie denn da? Mir kündigen. Den ich da, ohne Scheiß, da wenn es jemanden gab, dem was du richtig eins noch auswischen willst, der war einfach so ein Dauerarschloch war. Ohne Witz, ich darf da morgen hinfahren oder übermorgen, keine Ahnung, oder von mir aus auch am Wochenende, falls du Zugang zur Firma hast. Da in sein Büro reingehen, da die Schubladen aufmachen und da dem gnadenlos an Breselfetzen hinscheißen. Ja, und die Schubladen dann zumachen. Damit er sich richtig freut, wenn er am Montag dann Still aufmacht. Da war ich gnadenlos. Das da, ohne Witz, ja gut, derjenige, der Chef, der ist ja jetzt nicht mehr da, Gott sei Dank. Aber ich wenn auch gekündigt werden darf oder halt fett im Lotto gewinnen darf, ich hätte es genauso gemacht. Da hätte ich nach einer Nachtschicht abgewartet, da war ich ins Büro irgendwie eingestiegen und wenn ich dir aufbrechen hätte müssen, ich hätte ihm so gnadenlos in die Schubladen geschissen, dass du sagst, gibt's das. Oder auf Frontscheiben scheißen, ja genau, irgendwie sowas. Like a Taube, ja, scheißen für den Frieden. So, so mäßig, ne? Aber gut, that's just my opinion. Gut, Freunde der Sonne, es ist 6 Uhr, was tun wir heute? Heute geht's weiter mit der Hardcore-Naslog. Ich sag gerade, ich hab's Plattform-Battle nicht geändert. Das ist natürlich irreführende Werbung, das lässt man natürlich so nicht stehen. Nicht, dass dann später mal einer daherkommt, vielleicht auf YouTube, was weiß ich, hey, das passt aber jetzt nicht ganz zusammen. Deswegen machen wir das gleich einmal so, dass da ja nichts anbrennt. Wir haben heute noch Hardcore-Naslog weiter. Wir haben heute einiges vor, noch. Den lassen wir noch abwarten. It's slowing down, breathe.
Direkt auf Tastatur. Gut so, was habe ich dir? Ja, oder direkt auf Tastatur scheißen. Das ist doch das. Und dann noch irgendwie mit Aids-Handschuhe schön eindrucken in die ganze Geschichte. Genau. Folgendes. Wir tun heute in der Naslog weiter. Wir haben heute einiges vor. Wir haben heute, wenn ich richtig Zeit habe oder richtig in Erinnerung, fucking 3 Bosskämpfe. Wir müssen einmal gegen einen Käfer Top 4 Trainer kämpfen, der wo uns prüfen möchte. So war das zumindest im Original-Hack. Dann haben wir einen Arenaleiter, der wo Geist-Pokémon hat. Und wir haben einen Rivalenkampf. Also, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere in der Box halt hops gehen wird. Vielleicht schaffen wir es aber irgendwie Deathless. Ich weiß es nicht. Es wird auf alle Fälle intens. Es wird spannend werden. An alle Kanalpunkte Geier, ihr werdet halt massivst gewinnen oder halt auch massivst verlieren. Ne? Je nachdem, wie stark das ihr predikten könnt. Ne? Und da ich ja selber nicht weiß, I don't know. Genau, das ist der Plan jetzt. Stream etwa bis kurz vor 9, 3, 9, sowas wie gesagt. Ich muss noch am Stream in die Nachtschicht. Ich muss dann noch mein T-Shirt wechseln, vielleicht mein Gesicht noch ein wenig auswaschen, weil mein Tag geht bis morgen um 6 Uhr in der Früh. Ne? Deswegen schau mal der Hinweis dazu. Ne? Und wie es der Sei schon schreibt, richtet sein die Punkte her. Da müsst ihr Sei schicken, ist, denke ich mal, am PC. Du wirst mir hoffentlich heute ein bisschen unterstützen können mit Vorhersagen. Außer du möchtest selber daran teilnehmen, dann mache ich es natürlich selber. Ist aber sowieso klar. So. Da pausieren wir jetzt gleich mal gar, damit da ja nichts passiert. So. Und dann öffnen wir das Spiel, Freunde der Sonne. Bin schon da. Wifi, Habitäre, nicht Schrecker und nicht der Renner. Das ist das Wichtigste, du hast noch nichts versammelt. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen zauberhaften Tag in der Hogwarts-Ausstellung gehabt. Ich hab das Bull schon, ne, das habe ich schon erkannt, wo die Location da gewesen ist. So, ich hab mir mal erlaubt, eine neue Transition zum Kaufen oder zum Besorgen, weil, naja, hat er mal wieder sein müssen. So. Nein, ich bin am Handy und ich will ja euch IV-Punkte schenken, Punkte schenken oder auch Stibitzen. Ja, passt. Alles klar, dann mache ich das selber. Ist ja überhaupt kein Stress nicht. Ich muss es nur wissen. Dann kann ich das jederzeit selber machen. So, und ja, sie habe ich dir. Grüß dich Gott, meinen dicksten Respekt an deine Leistung gestern. Heilige Scheiße, du hast dich als Soul-Spielerin unfassbar gut gemausert. Das muss man an der Stelle wirklich einmal sagen. Du hast sehr, 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 sehr großes Potenzial, richtig gut in Soul-Spiele zu werden. Sag oder wie es ist. So. Gut. Freunde der Sonne. Sind wir bereit? Ja, ich hab übrigens festgestellt, wir haben eine Route noch gar nicht angeschaut. Oder einen Abschnitt noch gar nicht angeschaut. Das werden wir jetzt ein kleiner da. Ja, damit wir der Vollständigkeit halber alles haben. Und ich habe die Form von meinem Rotom verändert. Wir haben ja jetzt einen Backofen-Rotom. Wie das geht, das zeige ich dann noch schnell geschwind. Aber jetzt darf ich fast vorschlagen, wir schauen uns jetzt auf alle Fälle erst einmal in der Route da auf der rechten Seite um, weil da haben wir noch nicht einmal gewählt. Da kriegen wir allerdings keinen Encounter mehr. Nichts zu danken, ich sag grad Tora Dersi. Nicht wer, ist schon. Ja, oder ja, okay. Ja, das nehmen wir so mit. Gut. So, und zwar haben wir da nicht einmal herausgewählt. Und ich weiß nicht warum. Das habe ich tatsächlich übersehen. Das ist Route 211. Das ist allerdings die gleiche Route wie die da herfahren. Deswegen, und da vorne haben wir uns ja einen Encounter geholt. Ich weiß zwar nicht mehr, was genau gewesen ist. Ich glaube, es war Ponita. Deswegen kriegen wir jetzt da auch keinen Encounter nicht. Okay? Da haben wir nur noch ein paar Trainer, die da umeinander stehen. Wir haben zwar jetzt massivst überlevelt im Vergleich zu denen, wobei es so einen Honigbaum gab. Das heißt, es gab einen statischen Encounter zum Holen. Und da kommen wir jetzt erstmal nicht durch. Aber da haben Bären, die nehmen wir natürlich mit. Ich bin auf alle Fälle schon ganz gehypt auf Bloodborne am Samstag. Ich habe heute das VOD schon angefangen, den Rest ziehe ich mir nach dem Stream heute ein. Erst einmal danke, dass du dort anschaust. Und zweitens, ja, Bloodborne war letztes Mal spaßig. Das war richtig Laune gemacht. Hat einem richtig Laune gemacht. Das war zwar ein bisschen ein kürzerer Stream, aber hat auf alle Fälle richtig Bock gemacht und ich freue mich auch schon auf Samstag. Wieder. Es ist generell so, ich habe momentan einfach 2 Projekte am Laufen. Oh, da ist ein Ninja drin in dem Haufen.
Ich habe momentan einfach 2 Projekte, auf die ich unfassbar viel Bock habe. Das ist zum einen das da jetzt mit der Hardcore-Nuzlocke und zum anderen halt Bloodborne. Und nach dem Urlaub kein fucking Elden Ring. Oh, Alter, ich bin so scharf auf das DLC. Ich hab mir jetzt gestern wieder einen Trailer angeschaut. Ich kann's gar nicht mehr da worden. So, wir holen uns da jetzt, glaube ich, einen statischen. Wir holen uns jetzt da, glaube ich, einen statischen Encounter, damit nichts passiert. Bei dem, glaube ich, haben wir uns nicht geholt. Gut, Bibo haben wir, das heißt, das ist ein Tube. Kann man quasi skippen. Lies of P mache ich auch First Time On-Stream, wenn ich mehr Tools habe wie du, gibt's irgendwas zum Einlösen. Mehr Tode hab wie du. Ist da schon scharf auf Elden Ring? Ja, Elden Ring ist halt schon ein Meisterwerk geworden. Also generell, From Software liefert ja eigentlich immer ab. Okay, der Encounter ist ungefähr S. Der Encounter ist S-Tier, meine Freunde. Fuck, und ich hab, glaube ich, nichts mit dem in Schwächen kann, right? Ja, okay, ich hab jetzt nicht damit gerechnet, am Wachsen zum Encountern. Für Bälle hab ich noch 29. Ja, schauen wir einfach mal. Man sagt so S-Tier. Ein S-Tier, ne? Ja, ich müsste jetzt halt irgendwie... Ah, ich will es aber nicht auf die Uhr setzen mit Verbrennung. Ich hab nichts, mit dem ich schwächen kann. Ich hab Superbälle. Rein theoretisch. Ja, das wird so nicht funktionieren. Warte mal, mein Faxo hat eigentlich eine relativ hohe Special Defense. Oh, ich kann nicht angreifen, das geht nicht, weil ich kill gnadenlos. Ich habe leider nichts, mit dem ich es angreifen kann. Müssen wir hoffen, dass ich irgendwie so gefangen kriege. Oh, oh! Okay, easy. Okay, wir brauchen einen Spitznamen für Relaxo, Freunde der Sonne. Okay, nie damit gerechnet, dass wir mit meinem Faxo encountern. Das ist nämlich im Original ein 1% Encounter. Und es gibt, glaube ich, gerade 4 Bäume, wo es triggern kann. Vorschläge. Warte mal, irgendwer hat doch einmal gesagt, der möchte Relaxus, oder? Simon? Manuel habe ich... Oh ja, das ist perfekt. Ich weiß zwar nicht, ob er da ist. Schlafhaum. Aber der Simon aus der Monster Hunter Community, der heißt auch Relaxo, also nehmen wir Simon. Perfekt. Manu, ist gut bei dir? Okay, ja gut, sonst gibt es da glaube ich nichts, außer ein paar Trainer, die maßlos underlevelt haben. Deswegen gehen wir weiter. Simon Manus vom Pistris. Na, es gibt quasi in der MHW-Community, bei der ich die kennengelernt habe. Und einer von denen heißt quasi Simon und halt auch Spitzname halt Relaxo und deswegen passt es tatsächlich ganz gut. Bist du auf Lies of P geschädigt? Ja, das warum wohl? Warum wohl? Du wirst, ich kann es dir schon mal prophezeien, du wirst noch viel härter auf Souls-Likes einsteigen, wenn du Lies of P schon so feierst. Wie gesagt, du hast noch einige Titel vor dir, die richtig gut haben. Bist du in eine Poké-Rogue-Sucht verfallen? Ja, das hat Twitch oder generell das Internet in letzter Zeit erobert, Poké-Rogue. Ich selber hab's noch nicht gespielt. Aber cool, dass du Pokémon-addicted bist.
Stimmt, Formen ändern wollten wir dazu sagen. Richtig, guter Hinweis, Mr. Seitching. Weil Rotom hat ja mehrere Formen. Schon wieder ein neues Spiel. Das ist ein Browser-Game, also praktisch ja, PC-Spiel. Also das ist jetzt kein offizielles Spiel von Nintendo, sondern von sehr schlauen Köpfen, wenn man so will. Aber das hält halt das Franchise einfach am Leben. Ne? So, mit dem Geheimschlüssel, den wir ja in der Villa gefunden haben, kann man da die Tür aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal hergesagt habe. Und da gibt es halt mehrere Gerätschaften, also einen Backofen, einen Ventilator, eine Gefriertruhe, eine Waschmaschine und einen Rasenmäher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und die Waschmaschine da angelange, oder anklicke, dann verändert sich Rotom in die Waschmaschinenform. Wenn ich jetzt wieder mehr, dass Rotom wieder eine andere Form kriegt, dann kriegt es ein Basis-Item, das kriegt man quasi, glaube ich, nur in dem Hack. Dann kannst du es hernehmen. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, soll ich wieder die Standardform haben, Mikrowellenform oder die Waschmaschinenform. Jetzt wenn ich sage, ich möchte Mikrowellenform wieder haben, verändert sich Rotom wieder. So schaut das aus. Und da wir jetzt sowieso gleich einen Bosskampf machen müssen, der wo ausschließlich Käfer-Pokémon einsetzt, haben wir natürlich mit dem Feuer-Rotom bestens beraten. Rotom generell ein sehr, sehr gutes Pokémon, weil es halt so variabel einsetzbar ist. Ist quasi einer unserer qualitativ hochwertigeren Encounter. Was wir aber auf alle Fälle auch gleich mit tun, ist man Faxo aufleveln. Weil ich die Hoffnung habe, dass es sich relativ schnell in Relaxo entwickelt. Da haben wir alles gemacht. So, und da drinnen, wenn wir da jetzt reingehen, erwartet uns der erste Bosskampf. Und da haben wir natürlich gleich einmal auch die erste Vorhersage, Freunde der Sonne. Es handelt sich da dabei um ein Top-4-Mitglied, das uns testen will, ob wir mir ein guter Trainer haben. Der wird nicht in seiner vollen Stärke gegen uns kämpfen, also er wird sich leveltechnisch an uns anpassen. Er hat aber zumindest im Original-Hack ziemlich starke Pokémon. Ich kann mich erinnern, dass er ein Pudox hat, ein Sherox und ein Peondragi. Die anderen drei weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, er hat ein Ariados auch noch gehabt und noch irgendwie zwei andere, aber ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern. Also der ist gar nicht so ohne, also der kann schon was. Im Original ist man eigentlich dazu... Ja, man sollte im Original eigentlich gegen ihn verlieren. Also... Von daher, schauen wir mal. Wir fangen mal ganz easy an. Schafft man Deathless. Ne? Da gebe ich ihm jetzt einmal 5 Minuten Zeit. Dabei verschleiche ich mich hier ein bisschen in Box und mal schauen, ob ich da teamtechnisch irgendwas zusammenstellen kann. Und dann werden wir schon sagen, es könnt dabei schon mal ganz entspannt in ihre Punkte setzen. Ja? Dabei kümmert mich ich darum. So, was ich auf alle Fälle da will, sind Tarnsteine aufbauen. Warum? Tarnsteine machen bei Käfer-Pokémon, wenn sie Reichswitch kommen, guten Schaden. Und gerade bei so Geschichten wie Papinella oder generell Käfer-Flug-Pokémon machen Tarnsteine bis zu 50% Schaden und dann ist aber noch nichts passiert. Das heißt, ich will auf alle Fälle irgendwie Tarnsteine rausbringen. Ich glaube, Elektroball, Gyarados und Luna bringen mir in dem Kampf sowieso ohnehin gar nichts. Oder nur sehr, sehr wenig. Riddler nehmen wir auf alle Fälle mit. Weil, haben wir ja gerade geklärt, dass das ein ziemlich gutes Pokémon ist für den Kampf. Genau. Chelterra nehmen wir auch mit. Dem habe ich jetzt ein Setup-Angriff-Set gegeben. Also sprich, Speed aufboosten, Angriff aufboosten und dann halt entweder mit Erdbeben oder halt Felsgrab, in dem Fall. Also vorher habe ich Samenbomben drauf gehabt, aber Felsgrab passt jetzt tatsächlich auch, weil Käferattacken.
Weil es auf Käfer sehr effektiv ist. Von daher sehe ich jetzt Chelterra da auch mal in der Hinterhand. Batman ist sowieso klar, ist ein Giftflug-Pokémon, da wo Käfer nicht allzu viel da können und wir haben einen guten Counter. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle etwas, was Tarnsteine sitzen kann. Ich glaube, da war Boltarus eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Genau, weil das hat eh schon Stealth Frogs, Power Gem, Shockwave, Flash kennen. Und es ist sehr, sehr bulky, das heißt, man kann theoretisch mit dem einmal anfangen. Und dann brauchen wir noch irgendetwas Schnelles, also ich hätte jetzt mal Aerodactyl im Auge. Psycho bringt uns wenig, weil Käfer stark gegen uns ist tatsächlich. Gengar war der Idee. Aber was macht Gengar? Gengar macht eigentlich nicht viel, weil die meisten Käfer irgendwie eine Psycho- oder Unlichtattack können. Das heißt, Gengar war eher suboptimal. Aber Aerodactyl war, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Lösung. Es ist schnell und es hat einen Haufen Angriff. Das darf eigentlich passen. Dann kann man nur irgendwas mitnehmen gegen das Piondragi, weil das Piondragi hat ein Volltreffer-Set. Also sprich, es hat eine Fähigkeit, die heißt Sniper. Sniper erhöht den Schaden vom Volltreffern. Also ein Volltreffer macht eigentlich immer, also in dem Hack glaube ich, ist 1,5-fache vom Grundschaden. Ich glaube, wenn man Sniper hat, macht es das Dreifache. Also 3-mal so viel Schaden. Oder haben sie in dem Hack dann 2-mal so viel Schaden, also deutlich mehr. Es kann Attacken, die wo eine erhöhte Volltrefferchance haben, wie Nachthieb oder Giftstreich. Und es hat dann noch ein Item, das wo die Chance erhöht, am Volltreffer zu landen. Also sprich die Scope-Linse, die wo wir auf unserem Biber haben zum Beispiel. Also sprich, das Piondragi ist einfach nur darauf aus zum Critten und Crits sind bösartig, weil da selbst der Angriff senken nichts bringt. Weil das eigentlich dann nur ignoriert. Unser Amoroso hat eine unfassbar starke Fähigkeit. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, die ganzen Fossilien. Also ich habe unfassbar viel Lack gehabt mit den Fossilien. Und zwar hat Amoroso Shell Armor, das wo quasi Volltreffer verhindert. Also sprich, das Ding kann nicht gekrittet werden und das ist gut für uns. Deswegen glaube ich, dass wir mit Amoroso da als Hinterhand noch ein wenig reißen können. Und ich darf jetzt tatsächlich mit dem Team mehr oder weniger versuchen, irgendwas gegen den auszurichten. Items haben wir da, die passen tatsächlich sogar schon schwer. Aber wir müssen mit Walter auf alle Fälle lieben, weil der hat Stealth Frogs. Und Riddler müssen wir heilen. Riddler müssen wir auf alle Fälle noch heilen, damit nichts passiert. Und zwar dann Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's da? Wo haben wir denn Medizin? Da haben wir Medizin. Ja, ich möchte jetzt sogar einen Supertrank nicht wasten, dann nehmen wir jetzt einfach eine Sindelbeere her. So, passt's auch wieder. Okay. Ich glaube, es kann passen. Amoroso mit Flinkklaue? Nein, mit Flinkklaue war tatsächlich eine Idee. Bin ich bei dir, wenn ich es hab. Muss ich mal schauen, habe ich Flinkklaue? Ja, habe ich sogar. Müsst ihr seit schenken, Flinkklaue ist eine sehr gute Idee. Flinkklaue an der Stelle wirklich eine gute Idee. Aerodactyl hat Muskelband, Riddler hat Holzkohle, Batman hat Expertengurt. Bowser hat was? Was hat Bowser? Patcherberry. Was ist ein Patcherberry? Ist ein Anti-Gift. Okay, da passt eine Anti-Giftbeere. Ist eigentlich fein. Hearthstone, um Steinattacken zu verstärken. Das passt eigentlich. Alle nur auf 33. Haben doch alle, oder? Au! Ja, gut. Bist du gut zu Fuß? Gut aufpasst. Das finde ich fair, dass die Bazi-Gang trotz allem schaut, dass ihr an alles denkt, trotz dass Punkte im Kasten sind, ne? So, 33 ist by the way das Level Cap, also höher geht's aktuell nicht. Oh, Riddler ist auch noch nicht auf 33. Okay. So, schaut doch schon ganz gut aus. Gut. So, Punkte habt hoffentlich alle gesetzt. Und dann schauen wir mal, was der Herr Baro auf Deutsch oder auf Englisch der Aaron, keine Ahnung, wie man den ausspricht, was er kann. Ne? Und beim Sordon ist alles gut, das freut mich zu merken. Kann Amoroso nicht eine Erdattack? Ich glaube Erdkräfte, wenn mich nicht alles täuscht.
Kann's noch nicht. Aber passt eigentlich weil wir eben mit Antikraft einen Stein angegriffen haben, der uns potenziell boostet tatsächlich. Gut. Dann schauen wir mal. Lied ist jetzt halt... Okay. Ja, wie im Original. So. Servus, du bist der Trainer, oder? Oh, deine Pokémon schauen verletzt aus. Hä, was? Ich hab's doch gerade geheilt. Gut, hätte man die Sindelbeere sparen können tatsächlich. Aber gut. Dein Name ist Bazi, oder? Ja, weh. Ich bin der Aaron von der Top 4. Freut mich, dass wir uns treffen. Ich bin ein großer Fan von Käfer-Pokémon. Die sind ziemlich gemein, aber gleichzeitig wunderschön. Du verstehst schon, was ich meine, oder? Manche davon sind ziemlich stark. Ich kann mir nicht helfen, aber... Was? I just can help but gush about them. Also quasi, ich kann nicht davon aufhören, von einer zu schwärmen sozusagen. Genauer gesagt, wie schaut's denn aus, wenn er da einfach die Schönheit der Käfer mal zeigt? Ich werde natürlich nicht auf ein normaler Level kämpfen, sondern ich werde mir ein bisschen oberdrosseln. Aber das ist halt dann so ein bisschen ein unoffizieller Kampf, wenn man so will, ne? Mit schönen Käfer. Du kannst das quasi nicht verneinen, also selbst wenn du nachdruckst, lässt die dir nicht einfach gehen. Ne? Also du musst gehen, den kämpfen, das hilft uns leider nichts. Alter, der Live-Übersetzung sowas von geil. Ja, hallo, bei Pokémon auf Bayerisch. Wir brauchen ein bayerisches Pokémon-Spiel, das hilft uns nichts. Na gut, dann schauen wir mal. Natürlich hat er 6 Pokémon. Oh, Ariados. Also ich meine, der Play ist nach wie vor klar. Ich möchte Stealth Rocks, also Tarnsteine, rausbringen. Und Tarnsteine ist quasi ein Feldeffekt sozusagen, mehr oder weniger. Sprich, wenn der Gegner irgendein Pokémon einer switcht oder einer bringt, kriegt es Tarnsteine Schaden. Wie viel Schaden das macht, hängt davon ab, wie resistent das Pokémon, was einer kommt, gegen Steinattacken ist. Wenn jetzt ein Flug-Pokémon einer kommt, kriegt es deutlich mehr Schaden als wie ein Boden-Pokémon zum Beispiel. Also müsst ihr euch das so vorstellen, eine Gesteinsattacke ist auf ein Käfer-Pokémon immer sehr effektiv, außer so am Boden oder einen Gesteinstypen noch zusätzlich, aber generell Käfer-Pokémon sind immer schwer anfällig gegen Steinattacken, deswegen macht Stealth Rocks einfach grundsätzlich viel Schaden. Und da der überwiegend oder eigentlich nur Käfer-Pokémon hat, ist Stealth Rocks, glaube ich, eine gute Strategie. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Ariados irgendwo store kann, wo es mir gefährlich wird, weil ich bin ein Stahl-Stein-Typ. So ein Gift hat gegen mich keine Wirkung. Ich resistiere Käferattacken, ich resistiere Unlichtattacken. Das Einzige, was ich jetzt nicht resistiere, sind Kampf und Boden, aber das wird das Ariados nicht kennen, kann man mir nicht vorstellen. Sticky Web. Okay, Sticky Web ist ebenfalls ein Feldeffekt. Immer dann, wenn ich jetzt ein Pokémon einwechsel, was den Boden berührt, wird mein Init, also meine Geschwindigkeit, um 1 Stufen gesenkt. Das ist ungeil. Aber betrifft nur 3 Pokémon von mir. Volta, also sprich Boltarus, was schon drin ist, außer falls er reinkommt, und Amoroso, wenn es reinkommt. Diese 3 Herrschaften hier berühren nicht den Boden, weil es Flugtyp, also Aerodactyl und Batman, weil es fliegen können, und Riddler, weil er Schwebe hat. Es ist okayisch. Ja, okay. Das war, by the way, ein Crit. Okay, das sollte eigentlich easy kill sein. 6, das waren 16, das waren 23 KP, das war ein Crit und das 1,5-fache davon. Ja, gut, Hälfte, also Nachtipp macht roundabout 16 KP Schaden, wenn es nicht crittet. War noch mehr ein Crit, oder? Nein, doch nicht. Okay, das erste ist raus, das ist gut für uns. Pinsir. So, Tarnsteine Schaden kommt. Das ist ein gutes Fünftel.
Haben oder nicht haben. So, du bist in dem Hacker-Kampf-Pokémon, das heißt, ich muss da definitiv raus. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, ob ein Batman oder ein Kratos. Kratos hat definitiv den höheren Angriff, weil er ein besseres Wesen hat. Und ich glaube, Flügelschlag sollte locker killen, weil es vierfach effektiv ist. Weil da kommt jetzt sowieso safe ein Kampfangriff. Ja, Brick Break, okay. Das nehmen wir. Ein Flügelschlag sollte an der Stelle killen, außer eine Anti-Flugbeere, kann ich mir aber nicht vorstellen. Was kannst du für ein Item haben? Fokusgurt? Wenn du hast, ist der Fokusgurt weg, weil du hast schon Schaden genommen. Wir haben auf jeden Fall schneller. Ja, easy, okay. Sherox. Okay, Sherox ist ein Problem. Da kann ich jetzt mit Aerodactyl nicht drin bleiben. Sherox hat ein relativ gutes Typing, weil es einen Stahltypen hat. Aber das ist eigentlich easy food für Riddler. Vierfach Schwäche gegen Feuer. Wir resistieren Käfer, wir resistieren Stahlangriffe, wir resistieren Boden, weil wir Schwebe haben. Einzige, was Riddler bombst, sind Wasserattacken. Oder nicht? Und Gesteinsattacken. Oder normalerweise auch nicht. Müsste eigentlich passen. Patronenhieb, okay, das ist ein Prioritätsangriff. Resistieren wir aber komplett. Und ich sag's euch, wie es ist, also das Ding hat 130 Base Power und Sherox hat eine Vierfach-Schwäche dagegen. Das müsste halt normalerweise sterben. Oh, eine Anti-Feuerbeere. Aber das soll ja gelangen. Ja, komm, easy. Easy. Jetzt haben wir zwar -2 Special Attack, aber Sherox ist raus, das ist gut. Muffin. Oh, das kriegt massiven Schaden. Achtung! Oh, das hat nicht fast 50% Schaden, was das jetzt gekriegt hat. Nur durch Tarnsteine. Jetzt bin ich eigentlich... Du hast einen Flugtypen, right? Warum auswechseln? Du stirbst normal auf -2 Attack sowieso. Du hast nur noch 50% Health. Quiver-Dance, du dummes Sau, du. Nice. Okay, jetzt kommt Pudox. Das kriegt auch massiven Schaden, aber jetzt muss ich mit Riddler raus, weil jetzt bin ich quasi offensiv eine komplette Mülltonne. Aber jetzt kann man theoretisch setupen. Das Pudox ist im Original-Hack ziemlich tanky gewesen. Also Pudox spielst du competitive-mäßig, wenn du spielst, sowieso eher tanky. Tanky-Support mit Toxin meistens. Toxin, Schutzschild und lauter so ein Scheiß. Aber da kann man tatsächlich jetzt so Shelterra insehen. Ich krieg zwar -1 Speed, aber ich glaube, ich habe Zeit zum Setupen. Zweimal Rock Polish, einmal Sword Dance und dann Nuki normalerweise alles aus den Federn. Probieren wir. Das ist allerdings schlecht. Gut, aber er wird Protect drucken, schätze ich mir, oder? Oder auch nicht. Oh, fuck. Okay, jetzt muss ich aber leider trotzdem raus.
Ich hätte nicht gedacht, dass er angreift, tatsächlich. Aber ich kann jetzt eigentlich noch mal ohne weiteres in Riddler gehen, tatsächlich. In Riddler oder in X-Bart? Ich glaube, Riddler ist an der Stelle eigentlich die schlaueste Wahl. Weil wir resistieren wir sein Käfergebrumm. Okay. Schauen wir mal, wie viel Ladungsstoß macht. Oh, das macht ja fast gar nichts. Und ist doch ziemlich tanky. Okay, aber das reicht. Ja, nicht wenn du switcht. Wenn du switcht, dann bin ich -4 Special Attack wieder weg. Dann ist wieder auf neutral. So, und jetzt kommt das Piondragi. Piondragi ist gefährlich. Weil es ein Crit-Set hat. Und das Ding kann Schwerttanz, wenn man nicht alles täuscht. Wenn sie das Ding ist Setup, dann wird es richtig gefährlich. Ich muss jetzt quasi hoffen. Oh, das ist jetzt eine tricky Situation, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, das hat nur 85% Genauigkeit. Wenn es allerdings trifft, dann habe ich ganz gute Chancen. Kratos ist eine Glaskanone, die stirbt man aus eiskalt, wenn er mit trifft. Batman genau das gleiche. Die einzigen zwei, die dem Ganzen standhalten könnten, warten jetzt die zwei. Er sowieso, weil er halt schneller Armor hat. Aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, eine Verbrennung war schon nicht schlecht, wenn wir die hätten. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich einen Crit überlebe, wenn er mich trifft, weil er wird schneller sein wie ich. Ich muss fast riskieren. Das Problem bei Piondrag ist, er hat sau viel Coverage. Ich muss riskieren, es geht nicht anders. Angreifer bringt mir nichts mehr mit Rotom, weil ich jetzt -2 Special Attack habe. Ja, ich muss riskieren. Oh, Gott sei Dank, ich triff. Perfekt. Das ist huge. Verbrennung hat einen passiven Effekt, verringert einen Angriff um 35%. Und das ist richtig, richtig gut für uns jetzt. Und jetzt können wir eigentlich... Jetzt kann man eigentlich in Gary gehen, tatsächlich. Oder Batman? Erdbeben macht er nicht, weil ich Schwebe hab. Gut, Sticky Web ist mir in dem Fall wurscht. Ja, okay, nice. Das ist jetzt fast irrelevanter Schaden. Und er kann mich halt nicht critten. Okay, das ist guter Schaden.
Jetzt sollten wir es eigentlich gewonnen haben. Nice. Was er letztes, oder? Heilige Scheiße, das war gerade der erste Bosskampf. Gut. Oh, der gibt uns Kreuzschere. Gut, Freunde der Sonne. Alle, die für Deathless Ja gestimmt haben, herzlichen Glückwunsch an eure Punkte. Knapp an deine Punkte vorbeigerutscht. Ja, du hast letztes Mal sauber abgerammt. Ja, der hat uns aber tatsächlich doch ganz schön zugesetzt. Also jetzt haben wir eigentlich einen guten Plan gehabt. Aber ich glaube, war gar nicht so übel gespielt. Auf alle Fälle muss ich jetzt erst einmal meine Mons heilen. Und da ich nicht weiß, ob da nicht gleich wieder irgendein Trainerkampf kommt, heile ich lieber vorher. Das Ding ist, die Kämpfe heute werden nicht leichter. Aber hey, schau mal gut, ich hab den ersten Bosskampf ohne Verluste überstanden. Das ist schon mal viel wert. Ja, heilen wir gleich einmal, damit da nichts passiert. So, dann mal wieder das Team ein wenig umstrukturieren. Ich sag's euch, es ist nach Tara wird in der kommenden Arena Gamechanger. Sag euch, es ist das wieder Gamechanger. Was hast du überhaupt dafür einen Namen? Jetzt sag ich's gerade erst. Ah ja, okay, ja, da müsste sein, die ist gut weiter. Hast recht, gut. Ich könnte ein Spiel einlösen. Ja. Könntest du, theoretisch. Wahrscheinlich. Glaube. So. Gut. Bin schon froh, dass wir das überstanden haben. Oh, da läuft wieder Shaman neu. Es funkelt. Okay, irgendwas hat's mit dem Shaman auf sich. So, bei der ist das Hasbüro davor gelaufen. So, Baby Hasbüro, zurück im Pokéball mit dir. So, ich bin Kira, ich bin der Chef von. Nein, ich sitze in der Jury vom Supertalent, ja, wenn es zum Ernst. Nein, ich mag da nicht teilnehmen, das sparen wir uns. Wir sind da für. Achso, ich soll jetzt. Ja, okay, sie hat uns jetzt irgendeine Bläme gegeben. Okay, passt. So. Neue Stadt, Freunde der Sonne. Herzhofen. Oh, du hast ja Janeiro. Der Pep, das ist der Pep, ich sag's es doch. Und as always, immer in der Stadt umschauen. Weil da kann es potenziell Items geben, die uns helfen. Und wenn wir schon halt einen ziemlich harten Bosskampf-Rush haben, dann ist ein bisschen Umschauen ja natürlich ein bisschen entspannter. Ne? Das lassen wir uns auf alle Fälle nicht nehmen.
Oh. Küstenschale. Die ist gut, weil die heilt uns, je nachdem wie viel Damage das wir machen. Das ist quasi... Das sind quasi Überreste für... Auf Wish bestellt, sozusagen. Aber hat sich schon rentiert. Und genau, wir haben ja am Faxo gefangen, gell? Das sollten wir vielleicht auch mal aufleveln. Vielleicht haben wir so viel Dusel und es entwickelt sich gleich. Schauen wir mal. Oh, es hat Überreste, das ist natürlich Bombe. Das Ding hat einfach eiskalt Überreste. Überreste ist natürlich eines der besten Items überhaupt. Body Slam, das nehmen wir natürlich mal mit. Jetzt wäre nicht da natürlich das Wesen auch noch passt von dem Ding. Schade, entwickelt sie leider nicht. Gut, dann ist mein Faxo für die kommende Arena eigentlich schon mal useless. Modest Nature ist jetzt natürlich nicht so gut. Aber ich glaube, ich habe eine Münze, wo ich das Wesen ändern kann. Aber Lefties kannst du mir auf alle Fälle mal geben. Oh, da steht der Sei schon, zieh. Der Sei Chingidis. So, was ist jetzt mit dir? Hast du irgendwas? Das ist der Chef vom Pokémon-Fanclub. Und was treibst du sonst so in deiner Freizeit? Aha, wir kriegen eine Knussbox. Perfekt. Ja, wir haben in dem Spiel auch links liegen lassen, das Minispiel. Gibt's jetzt in den Supermarkt schon mal irgendwas Besseres als wir Pokébälle? Das war halt einmal die wichtigste Info für uns. Immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Wann können wir denn mir mal Superbälle kaufen? Okay. So, hier vor der Kind spazieren. Ah ja, da kann man, genau, da kann man, das ist die Knussbäckerei, das sparen wir uns auch. So, Freunde der Sonne, in dem Heck hat die Kirche sogar einen Zweck. Du kannst nämlich da drinnen das Arceus-Event triggern. Du kriegst von der da, ja, das ist ein Renegade Platinum so, du kriegst von der, wenn du alle Tafeln sammelst, also diese Elementtafeln, dann kriegst du von der die Azurflöte und dann kannst du auf der Speersäule Arceus fangen. So. Ich sollte einfach mal alles durchquatschen. Da ist die Arena, da können wir aber jetzt nicht rein, weil die Lamina quasi noch in dem Fashion Contest Gebäude ist. Okay, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir vom Baby etwas gekriegt hätten. Aber Mann, ich hab jetzt ganz ein ungutes Gefühl, weil ich glaube, dass die Lamina, also der Geist-Arena-Leiter, ziemlich bösartig wird. Und ich hab also das Gefühl, dass da was stirbt. Ich weiß nicht. Lamina, Geist-Pokémon, ganz unangenehm. Ein Schnuller, ja, wenn du mal sagst, was der bringt. Dann rüst den aus.
Da gehen wir erst mal da noch rein, weil da in dem Gebäude treiben wir die Story voran. Starter-Pokémon kriegen wir ja jetzt keinen mehr. Ah, genau, sie ist. Oh, Freunde der Sonne. Wir können Porygon entwickeln. Wir haben ein Upgrade gekriegt. Mit Upgrade können wir Porygon entwickeln. Werden wir gleich mal machen, da ich sagen, weil Porygon 2 OP ist. So, jetzt wird wahrscheinlich wieder eine laggy Entwicklung kommen. Oder auch nicht, weil Porygon zauberhaft ist. Alter, mit dem Ding habe ich so viel Competitive gespielt und gegen das Ding habe ich auch so viel gespielt in Competitive. Das Pokémon ist richtig stark. Das Ding ist ungefähr Tanky des Todes. Hast du nicht schon irgendwie Genesung können oder sowas? Recover, ja, wollte ich gerade sagen, du hast doch bestimmt Genesung können. Das war potenziell was für die Arena. Porygon ist über den Bandschleifer gekommen und ist jetzt Porygon 2. Ja, wir haben ein Werksupdate gemacht mit dem Ding. Weil das gepaart mit Lefties oder mit einer Zitrusbeere ist richtig reidig. Ich sag mal, es lohnt sich in die Städte sich umzuschauen. Hätten wir nämlich das jetzt nicht da, hätten wir kein Porygon 2. So, was geht jetzt da rein? Ich hab einen Fanclub-Shop besucht. So, was ist mit dir? Scheiß aufs Fernsehen. Ah ja, nee, ist, genau. Okay. Aha, unsere Mama ist auch da. Was, nicht wirklich die Johanna ist deine Mama? Ja, scheinbar. So möchtest du quasi auch ein Super-Contest, also ein Super-Talent-Star werden? Nein, nicht wirklich. Ich hab mit dir nie drüber geredet, Bazi. Aber ich bin überrascht, dass ihr es zwar schon kennt. Aber ja, es ist quasi richtig. Ich muss da für das von vorher nochmal danken, bitte nimm den Sticker. Ich krieg einen Sticker, weil ich Pokémon geredet habe. Das ist mir eigentlich. Oh, nur ein Shiny Stone. Perfekt. Gut. Ja, das ist jetzt Sticker-Scheiß, interessiert uns nicht. So, jetzt kriegen wir. Tuxedo, was ist denn das? Ich hätte eigentlich gemeint, man kriegt einen Anzug von der. So, und irgendwo. Ah, da hinten steht die Arenaleiterin. Siehst du das da? So. Ja. Pardon, bitte. Ich kann leider unfassbar schlecht Französisch. Besser gesagt, ich kann überhaupt gar kein Französisch. So, aber bist du wegen den Contests da? Nein, ich war wegen dem Content da. Das ist fast dasselbe. Ich genieße die ziemlich stark. Ich bin zufälligerweise Pfantina und gleichzeitig der Arenaleiter von der Stadt. Sie ist quasi fantastisch. Ich bin quasi selber Pfantina. Das ist ganz weird, was die für einen Scheiß redet. Also sie ist die Arenaleiterin. Herzlichen Glückwunsch. Tuxedo ist ein Smoking. Ah, ja, okay, ja, das macht Sinn, weil im Original kriegst du nämlich einen Anzug. Gut, oh, was haben wir da? Den haben wir übersehen. Aha. Ja gut, Freunde, Geister Arena das wird nicht einfach. Vor allem, weil die hat wieder eine Variation aus 4 verschiedenen Teams. Aber ich glaube, ich habe so eine Idee, was man eventuell machen kann. Wir müssen da drin sowieso erst einmal die Trainer machen. Das ist mal das allererste.
Also wer da drin auf alle Fälle wichtig wird, ist Luna. Luna wird in der Arena richtig, richtig stark werden. Und Porygon 2, glaube ich, kann da auch zum Stallen ein bisschen was reißen. Wir brauchen aber auf alle Fälle ein bisschen Offensivkraft. Ich möchte auf alle Fälle irgendein Normal-Pokémon mitnehmen, was offensiv noch angreifen kann. Und zwar eventuell Gyarados. Hängt halt jetzt auch so ein bisschen davon ab, was du noch alles lernen kannst. Das schauen wir jetzt gleich einmal. Wenn das Ding so ein Scheißlerner kann wird mit Schwerttanz zum Beispiel, dann hätte ich da theoretisch... So. Schade, das Ding kann leider nicht Schwerttanz lernen. Kann man Delegator Blaze machen, tatsächlich. Du kannst aber Dunkelklaue lernen. Okay, warte, Moment einmal. Nein, nicht speichern. Zupfte. Ich muss jetzt erst einmal alle Dinge ein wenig durchgehen. Was man Ursaring theoretisch ist zwar teils Gestein, aber sollte eigentlich Geistattacken resistieren. Impagator ist teils Unlicht. Kann also auch potenziell was gut sein. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir erst einmal schauen. So, jetzt schauen wir uns da erst einmal Play Rough. Oh, aber du kannst Clownwitze lernen. Das ist quasi das Schwerttanz, ein bisschen schwächere Schwerttanz, aber ja, ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich glaube, ich habe da eine Idee, was wir mit Gyarados machen können. Der Vorteil ist bei Gyarados, das Ding ist ziemlich schnell. Jetzt pass auf. Dunkelklaue. Und dann brauchen wir noch Clownwitze. Also Hornclaws oder wie das heißt auf Englisch. Da, Hornclaws. Also die Strategie theoretisch war das, wenn man es in der Pokémon Wenn wir es in der Pokémon einwechseln können, das uns nicht so viel Schaden machen kann, oder vielleicht gar keinen Schaden machen kann, war die Strategie folgende. Wir setzen einen Delegator auf. Was bedeutet das? Wir büßen ein bisschen KP ein, aber dafür werden wir quasi immer dann, wenn wir nicht angreifen, durch einen Dummy ersetzt, der Schaden für uns frisst eine gewisse Zeit lang. Und immer dann, wenn wir dran haben, können wir ganz normal unsere Attacke machen. Da war der Plan, dass wir uns einfach vom Angriff her boosten. Und wenn wir genügend Angriff angreifen mit Dunkelklaue, was eine Geistattacke ist, was auf Geister sehr effektiv ist. Währenddessen wir komplett von Geistattacken unberührt bleiben. Und das Ding ist einfach dazu da, dass wir halt einfach den gegnerischen Angriffsstat ein bisschen oberbringen, falls wir einen physischen gegnerischen Angreifer haben. Rein theoretisch. So war jetzt einmal theoretisch der Plan von dem Ding. So. Bei Darkwing Duck ist eh klar, was kannst jetzt du auf alle Fälle? Müssen wir mal schauen. So. Du kannst Night Slash, bla 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 bla. Okay, das war ja gar nicht einmal so schlecht. Payback. Play Nice. Weil ja, habe ich die grüße gut. Taunt, Schaufler, Double Team, ja, das ist jetzt nicht mehr so wirklich gut. Du kannst auch noch Shadow Claw, ist aber. Da kann man dasselbe in Gräer machen. Du müsstest rein theoretisch ein Substitut lernen können, oder? Ja, tatsächlich. Okay, Ursaring und Gyarados kannten in der Arena richtig, richtig guten Progress machen. Rein theoretisch. So, du hast Titankiefer als Fähigkeit, das heißt, deine Bissattacken werden stärker.
Plus, wir haben teils Unlicht in dem Spiel. Ich glaube, die können wir so lassen, wie du tatsächlich bist. Die Mark Crunch wird einen Haufen Schaden machen an der Stelle. Blöderweise haben wir aber auch anfällig gegen Kampf- und Elektroattacken, das ist klar. Und manche Pokémon beherrschen gerne mal eine Kampfattacke als Geister. Gengar zum Beispiel. Gut. Das schaut ja eigentlich gar nicht mal so übel aus. Problem ist, Luna und Impagata werden halt von Feen relativ gut getroffen. Das heißt, wir brauchen jetzt fast noch irgendetwas sehen. Was dem Ganzen ein bisschen resistiert. Wir haben halt ein bisschen sehr hart anfällig gegen Kampfattacken. Wir haben halt sehr hart anfällig gegen Kampfattacken. Da müssen wir auf alle Fälle irgendwo Store dagegen. Wir können als Revenge-Killer unser eigenes Gengar mitnehmen. Das ist sehr, sehr schnell und greift sehr, sehr zügig an. Gut, wir haben einen Shadow Ball, das darf eigentlich passen. Wir haben einen Sucker Punch, das darf auch passen. Dann darf man zumindest Kampfattacken ins Lari laufen lassen, wenn es wirklich pressiert. Und kann man halt im Gegenzug ziemlich schnell angreifen. So, was hast du als Sekina? Nicht so wirklich was Besonderes. Okay, wir lernen auf alle Fälle Zauberschein wegen Coverage. Ungefähr jeder hat Delegator-Kina. Das ist Wahnsinn. Gut, wir haben eine Schwebe, das heißt, wir resistieren Bodenangriffe. So, und jetzt brauchen wir halt noch irgendein Pokémon, das wo potenziell irgendwas in der Geisterarena reißen kann. Aber was? Brauchen wir da irgendeinen Tank? Na, Amaldo eher nicht. Psycho-Pokémon brauche ich eigentlich auch nicht mitnehmen, weil das der Geister eher nicht so gut ist. Wohin genau? Auch nicht so wirklich, weil er von Geister zu stark getroffen wird und ich kann halt wohin genau gefühlt nicht einwechseln. Das ist das und wohin genau macht außer Spiegelcape halt dann eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich zu risky. Ich habe überlegt auf X-Bart, aber bringt man eigentlich... Ja, doch, gegen... das ist schwierig. Gegen Feenattacken. Ja, aber das Traum... Wenn's ein Traum Magil hat und das wird's haben, kann die halt auch Psychoattacken. Das ist das Problem. Also X-Bart ist eigentlich auch kind of dead. Ich glaube, dass ich... Ich weiß nicht. Soll ich Chalterra noch mitnehmen? Das Moveset vielleicht noch mal anpassen. Mann, okay, warte, Moment einmal. Wir haben eine Geisterarena, right? Das heißt, Pflanzenattacken bringen mir in der Geisterarena ohnehin nichts. Dann könnte man eigentlich das Moveset behalten, was es hat. So, jetzt brauchen wir halt noch Items. So, wir geben Luna auf alle Fälle die Lefties. So, Rainer braucht... Irgendetwas, was... Oh ja, Scope Lens. Weil Dunkelklaue nämlich erhöhte Volltrefferchance hat. Brauchen wir irgendwie jetzt, pass auf. Spelltag erhöht Geisterattacken, das bringt uns nichts. Twice Glasses und Special Moves. Moment, wir haben noch einen Haufen auf der Buchsling, glaube ich, right?
Aha. Ah, da ist Muskelband, okay. Das gebe ich aber eher an Impagator. So, hier. Warte mal, wo ist ein Expert-Belt? Gebe ich dann quasi dir. Okay. So, dann brauchst du nur Epse. Dir gebe ich ein Spell-Tag, also sprich, ein Item, was Geistattacken verstärkt. So, und was gebe ich jetzt dir? Das ist jetzt die Frage, gell? Und irgendwer mein Pudersand. Du hast Hearthstone, das ist wurscht, das brauche ich nicht. Flinkklau ist auch egal. Hab ich Soft Sand übersehen? Ah, da ist er. Gut, verstärkt Bodenattacken, passt. Gut. Jetzt muss ich nur schauen, ob Luna Sucker Punch genau hat. Leider nicht, okay. Okay, da haben wir jetzt leider nichts, was mir irgendwie weiterhilft. Aber okay, das sollte eigentlich passen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass... Moment mal. Playrough wird mir da drin eigentlich nichts bringen. 0 auf 33 bringen. Ja. Das machen wir schon, keine Sorge. Mein Baby-Doll-Eis wird mir da drin eher nichts bringen. Deswegen gehe ich da lieber nochmal für ein bisschen... Wo ist denn jetzt Crunch? Ah, da ist. Gut. Das sollte passen. Dann gehen wir mal in die Arena. Ich lose ihn jetzt gleich mit Vorhersage durch. Für die nächsten 10 Minuten, weil ich muss die ganzen Trainer da drin normalerweise noch machen. Und es darf wieder abstimmen, wie viel sterben. Ihr könnt gerne die Punkte schon mal reinhauen. Dauert aber noch ein paar Minuten, bis wir einen Arena-Kampf tatsächlich erst machen. Weil wie gesagt, ich muss da drin erstmal die ganzen Trainer klären. So. Was ist 3 plus 5 plus 7? Ja, nach Adam und Riese ist es 15. Aha. Vielleicht muss ich da doch keine Trainer machen. Was ist 12 plus 28? Naja, nach Adam und Riese war das 40. Passt schon hin. Was ist 3 mal 13? Das ist nach Adam und Riese 31. Was war die Antwort vom ersten Raum? Das war 15, glaube ich, oder? Das soll 15 gewesen sein. Ah ja. Ja, okay. Doch keine Trainer in der Arena. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch erst einmal Sicherheit speichern. Jetzt müssen wir eigentlich nur überlegen, mit was liebt man jetzt tatsächlich.
Ich hätte halt gern... irgendetwas, wo ich special... Also, es hat in Renegade Platinum eine gute Strategie gegen die gegeben mit Nachtara und Chelterra zusammen. Das Problem ist, diesen Angriff, den Nachtara dafür können müsste, war Captivate und das kann's in dem Hack noch nicht. Oder hat's noch nicht China, keine Ahnung. Mit dem jetzt auf alle Fälle erst einmal aufleveln. Und King Kaiju habe ich das Game auch eben angefangen. Dann wirst du riesengroße Freude damit haben. Das Spiel ist unfassbar gut geworden. Jetzt pass auf. Erst einmal aufleveln, haben wir gesagt. So, die ist schon auf Level 33. So. Okay, jetzt schauen wir erst einmal grundsätzlich noch mal nach, ob wir alle Movesätze so haben, wie ich sie haben will. So, wir haben ein Sword Stance und Substitute drauf. Das darf eigentlich passen. Da dasselbe. Ich bin ohne Scheiß, ich war eigentlich so drauf und dran, dass ich sag, ohne Scheiß, wir leaden mal einfach mit Geradax und gehen wir Fullham, ohne Scheiß. Einfach Delegator aufsetzen, boosten und dann schauen wir mal, wie sie wegbreseln. Aber das kann nicht, wenn halt die Strategie nicht aufgeht, dann werden wir halt komplett zerstört. So gefühlt. Das ist auch mehr so ein Stall-Set. Gut, eigentlich mit Luna leaden war gar nicht so verkehrt, weil ich halt Snarl hab, das wohl relativ häufig eigentlich trifft. Und das verringert halt einen Spezialangriff. Da bin ich halt jetzt auch am Überlegen, ob man da einfach auch irgendwie so einen Scheiß mit Setup machen, aber ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir nicht alles mit Delegator-Setup planen, weil wenn das nach hinten losgeht... Also ich weiß noch, bei meiner letzten Hardcore-Nuzlocke bei Rising Ruby ist uns YBO, also Skengar, instant gestorben, weil wir es halt als Revenge-Killer benutzt haben. Und das Problem ist, die meisten Geist-Pokémon können halt so einen Schmarrn mit, die können halt so einen Schmarrn mit Eisattacken. Das heißt, Chelterra ist auch ziemlich gefährlich. Aber ich glaube, der einfachste Lead oder der wichtigste Lead war Luna an der Stelle. Luna tankt einen Haufen, Luna recovert gut, Luna kann gut Special Attack overdroppen lassen und wir können relativ gut angreifen. Wir haben Möglichkeiten mit Unlichtattacken, wir haben Möglichkeiten mit Feenattacken. Ich glaube, das ist soweit fein. Und wenn wir in irgendwas reinwechseln können, was nicht viel Offensivstärke hat, dann können wir ja versuchen, mit einem von denen zwei unser Setup durchzuführen. Wahlweise ist da der erstgenannte immer Geradax, weil es einfach schneller ist. Und dann müsste das eigentlich passen. Dann müsste das eigentlich passen. Ich sag, wir haben mit Gengar einen Revenge-Killer, der wo Kampfattacken fängt, falls da eine kammert. Ich hätte halt liebend gern Schutzschild gehabt, gell? Das sage ich, glaube ich, das Schutzschild war halt schon nicht schlecht gewesen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man einen Offensiv-Part weggetan und dafür noch einen Defensiv-Part mit reinnehmen. Ach, ich kann da drin jetzt nicht mehr auf Box zugreifen, oder was? Ah, okay, ja gut, na, da müssen wir so bleiben. Dann hilft's nicht. War Radikal eventuell auch was mit Schwerttanz und Knirscher? Radikal, glaube ich, hat ein verdammt beschissenes Wesen. Also, was man jetzt da... ich vermute jetzt einmal, oder ich hoffe es, dass wir mit denen 6, die wo wir jetzt da beieinander haben, dass wir mit denen, glaube ich, am besten fahren könnten. Glaube ich. Es gab halt... Ich meine, wenn wir ein Setup durchbringen, dann sweept man in der Regel. Aber wenn wir das nicht durchbringen, dann kriegen wir halt ein Problem. Wo sie halt noch... Jetzt pass auf, warte mal. Sollte man da vielleicht...
weißt du was, ganz ehrlich, das Traumagil ist ein Feen-Pokémon. Ich glaube, ich will statt Rocktomb will ich da ein Coverage drauf haben. Warum hat der Gegner einen Schwammerl am Kopf? Das sind ihre Haare. Tatsächlich. Das sind ihre Haare. Die hat so lange Haare, die hat vier Pferdeschwänze. So, auf die Art, ne? Es ist halt aber auch so, weißt, da kannst du jetzt Glück haben. Sie liedert mit irgendeinem Setup-Scheiß. Und wir können ein Gegensetupen, einmal Rock Polish machen, einmal Sword-Tanz und dann gib ihm. Dann fetzt man mir da durch ohne Ende. Sie kann aber auch brutal offensiv liegen, dann stehe ich da mit meinem Chelterra und weiß nicht mehr, wohin triumphiere. Ne? Das ist halt. Wenn ich es jetzt so richtig krass auf die Spitze treiben darf, dann darf ich jetzt einfach in Dokumentation schauen, darf man anschauen, was für Pokémon das die hat und welche Attacken das sie können. Dann ist es aber wieder langweilig, weil dann ist es wieder so predictable. Ich wollte ja den Nuzlocke einfach ein wenig spannender halten, indem ich einfach sage, hey, wenn ich nicht weiß, was kommt, dann sollt ihr nicht wissen, was kommt. Ganz einfach. Und ich glaube, damit fahren wir nicht schlecht. Ich zögere das Ganze jetzt nicht bewusst aus, sondern ich warte ab, bis das alle Anfragen, also beziehungsweise alle bis die Vorhersagezeit im Endeffekt abgelaufen ist. Ich habe die jetzt leider 10 Minuten laufen lassen, weil ich dachte, ich muss da Trainerkämpfe machen da drin. Das Gengar ist ein Special-Look-Gengar. Yes, ist ein Special-Look-Gengar. Das nächste ist, wenn die ein Gengar hat, dann kann es uns passieren, dass das Gengar Shadow Tech hat. Das ist eine Fähigkeit, was mir verhindert, rauszuwechseln, solange das Gengar auf dem Feld ist. Und dann kriegen wir halt unter Umständen auch wieder ein Problem. Also, ich sag's irgendwie, es ist die Geisterattacke, die schmeckt mir gar nicht. Aber ich glaube, dass die erste Wahl ist meistens immer die beste und ich glaube, dass man mit Luna tatsächlich alle Möglichkeiten, die wo uns treffen kann, irgendwie ein wenig abschöpfen. Wir haben ein Tanky, wir können offensiv ein bisschen was machen, wir können stallen. Ne? Wir können quasi mit Luna, glaube ich, am besten auf sie reagieren, mit was für einem Team auch immer sie kommt. That's the spirit. Okay? Ich hätte trotzdem am liebsten irgendwo Schutzschild drauf, aber man kann ja nicht alles haben. So, ich darf jetzt vorschlagen, wir schnappen nicht mehr an, wir versuchen jetzt einfach, dass wir den Kampf irgendwie halbwegs heil überstehen. So, endlich bist du angekommen. Seitdem ich in die Region gekommen bin, wollte ich immer neue Dinge lernen. Das Supertalent schon in der Stadt. Ich muss schon. Ja, das kann ich nicht übersetzen. Fick dich einfach kämpfen, das ist mir jetzt wurscht. So. Sobiris. Okay. Da ist halt jetzt natürlich die Frage. Ist das Sobiris offensiv? Oder ist das Sobiris defensiv? Gut, dass ich mich doch nicht dazu entschieden habe, Playrough zum Verlernen, weil jetzt haben wir zumindest einen Angriff, der auf das Ding sehr effektiv ist. Du kannst Unlicht, du kannst Geist, du kannst Fee, du bist quasi eine Wundertüte. Und du bist vermutlich auch schneller. Jetzt ist halt die Frage. Gehe ich verdachtsmäßig einmal auf Moonlight und schau, was er macht, dass er mich gleich gegenheilen kann? Oder gehe ich gleich offensiv? Ich traue dem Sobiris jetzt mal nicht zu, dass es mit Köln kann, weil, wie gesagt, Nachtara sehr, sehr tanky ist. Und ich will ja mal schauen, was für ein Damage-Output ich tendenziell machen kann. Wir haben wir schneller. Boah, mir machen wir auch gar nichts. Dann bist aber du defensiv. Okay, das Ding hat mir die Lefties weggeschlagen. Okay, aber gut zu wissen, du bist definitiv defensiv.
Shadowclaw, das ist gut zu wissen. Das heißt, du kannst Knock-Off, du kannst Shadowclaw. Ich will auf alle Fälle helfen auf der Luna Pointen. Wenn jetzt Shadowclaw können, resistieren wir das gleich einmal. Da feiert uns gar nichts. Dann kann man den ersten Zug nutzen, um unseren Angriff zu steigern. Ich glaube, das war eine gute Möglichkeit, um Rainer reinzubringen. Obwohl wir da keinen effektiven Angriff nicht haben, aber das war wurscht. Oder wir gehen mal einfach gleich für Schildterra. Wobei, nein, da kriegen wir Schaden. Ich glaube, wir bleiben bei Rainer. Wir gehen jetzt erstmal auf Rainer raus. Die Arena schaut by the way ziemlich geil aus. Oh, du rufst zurück, okay. Gengar. Da kommt der Kampfangriff. Da kommt der Kampfangriff. Ins eigene Gengar gehen, den Kampfangriff schlucken. Und dann hoffen, dass wir schneller haben. Und Revenge killen. Okay, RIP. Oh, wir leben das. Okay, kommt doch kein Kombo. Ich hätte jetzt fest mit Fokusstoß gerechnet. Gut, das heißt aber gleichzeitig, wenn du keinen Fokusstoß nicht, wenn du jetzt nicht Fokusstoß gemacht hast, dann hast du auch keinen Fokusstoß. Das heißt, du hast einen Geisterattack, einen Unlichtattack, einen Geistattack, einen Psychoattack, einen Feenattack und einen Giftattack wahrscheinlich. Das heißt tendenziell. Ich hab kein Plus Speedwesen nicht, das ist das. Das Ding ist wahrscheinlich schneller wie mir. Es ist halt die Frage, wie viel YBO ab, um dann einen safen Switch-In zu haben, oder riskiere ich, dass ich gleich aussehe. Er hat nicht Fokusstoß, das weiß ich, weil das hätte er gemacht. Die hätte definitiv Fokusstoß gemacht, wenn sie es gehabt hätte. Jetzt ist halt das Ding, jetzt kann alles kommen. Allerdings, wenn ich jetzt schneller bin, ist das Ding tot.
Ah. Ich glaube, dass er nichts hat. Okay, das resistieren wir. So, und du hast jetzt definitiv keinen Fokusstoß. Der ist Glimm, das war abzusehen. Und heile ihn noch einmal dagegen. Und jetzt greife ich an. Jetzt Spezialangriff sinkt. Sie haben mich nur nicht geritten. Okay. Und noch einmal. Ist nur bitter, dass man die Lefties weggekaut hat. Gut, Gengar ist raus, perfekt. Ninja-Turm. Okay, du machst auf alle Fälle... Oh. Gut, du machst auf alle Fälle eine Käfer-Attack. Das heißt, Ninja-Turm wird nur von einem... Das hat einen Fokusgurt, das ist sowieso klar. Das heißt, ich muss zweimal treffen. Ich glaube, das tollt tatsächlich Graham ganz gut. Geistattacken resistieren wir normalerweise. Das Ding hat Käferattacken. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt da tatsächlich in Gramm ausgeht. Weil das wird Käfergebrumm oder irgendwas Scheiße. Ja. Alter, mach das falsch an. Bist du bescheuert? Oh Gott. Oh, bitte komm einmal durch. Einmal durchkommen? Nice. So, dann Fokus gut, oder? Ja. Und jetzt noch einmal durchkommen. Oh, komm, ernsthaft? Das macht 19 KP Schaden? Gut, ich muss jetzt sowieso irgendetwas eintun, das was das Ding zerstört, ne? Das ist wohl klar. Wir haben auf alle Fälle schneller. Gut, das ist raus. Nicht unnötig Schaden fressen, weil wir waren sowieso schneller. Driftblim, okay. Okay, er setupt sie.
Und ich sehe das mir jetzt auch. Tja, das ist natürlich jetzt bitter für die, ne? So, wir haben jetzt plus 4 Attack und wir haben durch Substitute relativ gut geschützt. Easy. Das klappt's, okay. Dann setzt sie wieder auf. Will-O-Wisp funktioniert jetzt nicht, weil ich eben Delegator habe und das soll jetzt eigentlich easy Kill sein. Nice. Das ist normal gottlos tanky, das Viech. War schon wieder ein Crit. Da hat sich das Set auf jeden Fall gelohnt. Das sollte dann eigentlich auch killen können. Nice. Wieder ein Crit. So, und jetzt hat sie noch Traun Magil. Und bei dem Ding weiß ich, dass es gottlos schnell ist. Sie kann auf alle Fälle Zauberschein. Das weiß ich, dass das kann. Aber die Frage ist das Ding schneller wie ich? Normalerweise ja. Aber ganz ehrlich, im Worst Case verliere ich das Pokémon sogar nur einmal, aber dann soll es so sein. Aber jetzt, ich möchte jetzt Gyarados nicht auswerfen, weil ich plus 4 Attack habe. Wenn ich schneller bin, ist das Ding tot. Ja, okay, dass das Ding mit Hyperstrahl kommt, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, du musst dich jetzt auf alle Fälle auflohnen. Das ist gut für uns. Oh, wait a minute. Du kannst mit Sicherheit... Du kannst Eisstrahl, right? Kannst du Eisstrahl? Mann, wir haben jetzt schneller. Und das Ding hat Schwebe. Hyperstrahl. Zauberschein, Spukball. Und noch irgendetwas. Ich bin jetzt auf jeden Fall schneller, weil ich plus 2 Speed habe. Aber
Das Problem ist, wenn das Ding Eisstrahl hat, dann krieg ich ein Problem. Aber Eisenschädel wird an der Stelle noch nicht killen. Allerdings habe ich vielleicht die Chance, dass ich es zurückschrecken los. Weil 2 Eisenschädel sollten killen. Ich muss einfach hoffen, dass der jetzt nicht Eisstrahl hat, ganz einfach. Okay, easy. Boah, Alter. Okay. Irgendwie fordert jeder Arenaleiter 2 Opfer, ich weiß auch nicht. Aber hey, wir haben einen Reliktoren, das ist ja schon mal was. Ja, wir kriegen mal Spukball als Geschenk. Ich meine, dass Verwirrung 19 KP frisst, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht können sehen. Und dass Hyperstrahl kommt, das habe ich auch nicht können sehen. Also, dass das Traumagil Hyperstrahl einsetzt, das wenn ich vorher gesehen hätte, den Gengar wechseln können, tatsächlich. Aber ich habe mit allem, weil Hyperstrahl war an der Stelle so Overkill, ich war ja durch jeden Angriff gestorben, so gefühlt. Aber hey, das sind 2 Encounter, die kann man verlieren. Das ist jetzt nicht weltbewegend, da die sagen. Ich glaube, dass wir die. Also, Gyarados, glaube ich, hätte man sowieso nie hergenommen, glaube ich. Ursaring war vielleicht nützlich geworden. Aber ich sag mal so, die wichtigen und qualitativ hochwertigeren Encounter haben uns auf alle Fälle gesaved. Ohne Scheiß, ich bin froh, dass wir Gengar nicht angeschmissen haben. Tatsächlich. Das Blöde ist, es hat kein Plus-Speed-Wesen nicht. Sonst war ich drin bleiben, tatsächlich. Hat das Gengar ein Cosplay an? Ja, das ist so ein Special-Gengar, das wo so Special-Kostüm-Gengar. Tatsächlich. Das ist ein 100% Encounter in dem Spiel. Okay. Fett gefingert. Warum fett gefingert? Obwohl ich sagen muss, dass wir mit Gyarados tatsächlich einiges zersäbelt haben. Also wie ich das jetzt richtig gesehen habe, ist der Gutsufuß der Einzige, der Punkte gewonnen hat. Gut. Positive Nachricht, das Level Cap hat sich erhöht. Das heißt, wir können ein paar Encounter, die wir auf der Box haben, voll entwickeln. Allen voran unsere Starter-Pokémon tatsächlich. Weil, das war ja noch nicht der letzte Bosskampf. Wir haben ja gleich noch mal einen. Super. So. Dann mischen wir die ganzen Items wieder oben. Statt Glück habe ich Kock schon. Ja, den verzeiht er jetzt. Gut. Wir verabschieden uns ehrvoll von Rainer, dem Gyarados und Gram, dem Ursaring. Somit haben wir jetzt 6 volle Pokémon zu beklagen und alle 6 sind bei Arenaleitern draufgegangen. Wir haben noch keinen einzigen Arenaleiter gemacht, ohne Verluste. Ne? Die 2 am ersten, die 2 beim zweiten und die 2 eben gerade. Ich sage jetzt mal so,
ich hab nachträglich erfahren, dass das Ding, das ist genauso schmerzhaft wie das Ding, weil das war der Hisui Tornupto One. Auf Level 36. Und Hisui Tornupto hat einen Geisttypen. Oh, der hat uns in der Arena jetzt gewaltig geholfen, aber it is what it is, man. Man kann sie nicht alle retten. So, jetzt brauchen wir auf alle Fälle ein gutes Allrounder-Team, da ich mal so. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle mal was mit, das wo ein bisschen Wumms macht. Wir nehmen, oh ja, wir nehmen noch einen zweiten Tank mit in Form von Porygon. Wir nehmen noch mit, was nehmen wir noch mit? Oh, wir könnten uns jetzt Empoleon mitnehmen, weil das hat einen Stahltypen in dem Spiel. Und dann brauchen wir noch ein wenig mit Feuer. Sollen wir Glurak meine nehmen wir noch mit, ha? Das meine ich eine Idee. Dann glaube ich, haben wir ein solides Team. Sigi, Habitäre! Wie geht's da? Alles sauer auf bei euch? Ja, es ist. Ja. Eigentlich, wir können uns nicht beschweren. Wir haben ja gerade eben den dritten Arenaleiter gemacht, leider wieder mit Verlusten, aber die Verluste sind verkraftbar. Okay, das Level Cap ist Level 39. Ich tue jetzt mal alles auf Level 36, damit nichts passiert. Ja, jetzt lernt Sucker Punch. Genau das hätte man eben jetzt in der Arena gut brauchen können, tatsächlich. Megania müsste den Feentypen haben, tatsächlich, ja. Crunch. Ja, das hätte man auch jetzt brauchen können in der Arena. So, mit dem jetzt so mal den Wumms ist weg. So, gestarten, Freunde der Sonne. A Quality of Life Entwicklung. Ja, gut, abgesehen von der Attacke. Gestatten, eines der geilsten Pokémon im Spiel, mit eins von den geilsten Typings im Spiel. Empoleon. Der Kaiserpinguin. So, jetzt noch mitlesen, bestell Pizza, Salat und Chicken. Oh, dann wünsche ich jetzt schon mal einen guten Appetit. Das Herz ist sehr zauberhaft. Lichtkanone, das nehmen wir natürlich gern. Alter, was kannst du für Müllattacken? Hey, das ist ja Wahnsinn. Ah, das bringt uns leider... Ja, wobei, hätte uns vielleicht... So, und wisst ihr, was bei Glurak das Geile ist in dem Spiel? Was hat Glurak normal für einen Typen, Freunde der Sonne? Los, das König Magus. Okay, ich sag's ihm nicht. Feuerflug, Mr. Price, das gibt eine Waschmaschine. Luftschnitt, das nehmen wir schon mal mit. In dem Spiel ist Glurak teils Drache. Und in dem Spiel hat Glurak... Also in dem Spiel ist Glurak eine Mischung aus der Mega-Entwicklung und aus der normalen Entwicklung, weil... Es hat zwei normale Fähigkeiten, das ist einmal Blaze, das ist die Standardfähigkeit, das ist jetzt leider ein bisschen doof für uns. Die zweite Fähigkeit ist Schwebe. Und die dritte Fähigkeit, die versteckte, ist Dürre, wenn mich nicht alles täuscht. Na? Wir haben zwar jetzt halt nicht mehr direkt eine Wasserschwäche, dafür kriegen wir aber eine Bodenschwäche, weil wir natürlich keinen Flugtypen mehr haben. Wenn wir Glurak natürlich irgendwann die Fähigkeit Schwebe geben können, dann haben wir natürlich absolut Plus gemacht. Ne? Aber fürs Erste ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Jetzt schauen wir mal, was du noch als Kinder hältst. Ich glaube, ein Prioritätsangriff ist gar nicht verkehrt, wenn wir den haben. Sag oder wie es ist. Falls es einmal pressiert, Empoleon ist jetzt leider nicht das schnellste Pokémon, aber
wenn es einmal pressiert, dann schauen wir, was das sonst... Okay, sonst haben wir eigentlich nichts drin, was relevant war. Okay. So. Drachenklaue, Dunkelklaue, Hitzewelle. Blablabla. Haben wir jetzt auch nichts drin. Okay. Glaubt, das ist overall ein relativ solides Team. Gut, ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ich möchte da schauen, ob sie 2 Pokémon noch entwickeln. Das ist einmal Riolo und einmal unser Manfaxo. Manfaxo wo? Manfaxo hier. Wieder nicht. Ah, nicht. Ja gut, okay. Ja, das hätte ich auch sagen können. Gut, dann brauchen wir entsprechende Items. So, jetzt pass Obacht. Expertengurt geben wir jetzt einfach mal Glurak. Muskelband geben wir an Kratos, also an Aerodactyl. Hoppala. So, was brauchen wir denn noch? Schlauglas geben wir an Empoleon, weil er speziell angreift. Shellbell gebe ich meinem... meinem Porygon. So, wer braucht sonst ein Item? Chelterra braucht noch ein Item. Du kriegst auf alle Fälle noch einen Pflanzenattack. Wo ist Samenbomben? Da ist. Dann haben wir da auch gut. Wait, kannst du eine Roserade machen? Stimmt, wir haben einen Stor dafür, right? Gut aufpasst, müsst ihr sagen. Wow, leck, wir können uns sogar Staraptor machen. Moment. Okay, Freunde der Sonne, die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Das hilft uns nichts. Wir müssen ein paar mehr qualitativ hochwertigere Encounter kriegen. Gewaltro holen wir uns auch gleich noch. Turtok holen wir uns gleich noch, weil jetzt haben wir eh schon dabei. Jetzt ist es auch schon wurscht, oder? Sumpex holen wir uns. Megania haben wir schon, das passt. Logok kann man uns tatsächlich auch noch holen. Wobei Logok jetzt aktuell nicht so für dringlich holt. Okay, jetzt pass Obacht. Tatsächlich. Mr. Saiching, Sie haben gut aufgepasst. Da holen wir uns einen Rosenstrauß Werfer gleich noch dazu. Gut, Roserade haben wir. Oh ja, Magical Leaf ist gut. Das kann nämlich nicht daneben gehen, das ist an und für sich ein guter offensiver Angriff. Wo Brautstrauß? Ja, die hat 2, einen blauen und einen roten. Falls der Mandel oder Weiberl bist. Eins von beiden. Das Gute ist, Roserade ist verflixt schnell. Dann machen wir mit 2 wieder raus. Gut, das offensichtlich nicht. So, schauen wir, dass wir uns gleich noch einen Staraptor holen. Staraptor, eins der geilsten Vogel-Pokémon EU-West. So gut, wie es ist.
Taubos 2.0, das ist nicht nur Taubos 2.0, das ist Taubos 8.0, wenn du mich fragst. Das ist aus allen Generationen hands down das geilste Vogel-Pokémon. Nicht nur optisch, sondern auch von den Fähigkeiten und von den Attacken, was du lernst. Das ist das einzige brauchbare, wirkliche Vogel-Pokémon, was du von Anfang an kriegen kannst. Wenn du mich fragst. Ich glaub, Mr. Saijin, ich glaub, dass das Viech sogar Vogelkampf, hätte ich mal gesagt. Flugkampf ist in dem Heck. Müssen wir gleich mal schauen. Pass auf, das haben wir gleich. Na, normal Flug tatsächlich. Den Typen haben sie nicht geändert. Was für Fähigkeit haben wir da? Bedroher? Ja, Bedroher ist, glaube ich, so ziemlich die beste Fähigkeit, was du auf dem Ding haben kannst. So, Gewaldro müsste nach Adam und Riese in dem Heck auch einen Drachentypen kriegen. Taubos sind besser, to be honest. Taubos a lot better. Okay, die Tag nehmen wir natürlich. Imagine Taubos mit dem Moveset von Staraptor. Ne? Dann war Taubos wieder die Nummer 1. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, in die Hacks ist Taubos immer eins von den Pokémon, was gebufft ist. Also es gibt einen Hack, der heißt Vintage White. Da ist Taubos ein Pseudozapdos. Taubos hat da einen Teil Elektrotypen, also Flug-Elektro. Da ist es geistesgestört, das Viech. Aber halt leider nicht in dem Spiel. Also zumindest glaube ich, dass es in dem Spiel keine Elektrotypen hat. Gewaldro. Okay, Drachenpuls, perfekt. Hätte zu keinen schlechten Zeitpunkt kommen können. Aber Nahkampf mit Staraptor und Sturzflug ist Kamikaze-Raptor. Ja. Das ist ein physischer Angriff. Iron Defense, ne, braucht man nicht. Shell Smash lernen wir schon. Shell Smash OP, Freunde der Sonne, so irgendwas ist. Obwohl halt einfach Turtok auch noch ein bisschen die Attacken brauchen kann. Das Emote ist geil, by the way, Price. Panzerschrank. Wasserstahl. Turtok kriegt auch einen Stahltypen. Aurosphäre, das ist auch geil. Weil irgendwie macht auch der Stahltyp bei Turtok Sinn, ne? Weil die Rohre haben ja aus offensichtlich Edelstahl. Flashcannon, oder? Das ist auch gut. Ja, okay, Shell Smash gone. Dass man die Anfangsvögel lange mit 2 Typen ausgestattet hat, ist so krass deppert. Das nimmt da die Kampfresistenz und hat sonst keinen Nutzen. Das ist meistens aus Balancing-Gründen. Jetzt stell dir mal vor, Staraptor hat nicht einen Normaltypen und war nur reins Flug-Pokémon. So hat meistens immer einen Balancing-Grund. So, nehmen wir Sumpex auch noch mit, weil was soll der Geiz? Alter, das ist halt Wasserstahl, ja. In dem Heck ist Turtok Wasserstahl. Und ich feiert's. Hammerarm, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. Gut, checken wir mal das Ganze. Torrent, ja, okay.
Okay, Grasdrache. Wird Mega-Entwicklung im Endeffekt. Okay, Technician, Powers Up. Die Weaker, ja gut, Quick Attack wird dann im Extremfall, okay. Ja, okay, jetzt haben wir auf alle Fälle eine sehr gute Box, mit der man arbeiten kann. Jetzt bin ich eher schon wieder so, dass ich sage, wir nehmen nicht Aerodactyl mit, sondern wir nehmen Staraptor einfach straight mit, weil Intimidate. Wir nehmen Glurak mit. Ich glaube, wir nehmen Empoleon mit. Oder sollten wir lieber Turtok mitnehmen? Ist glaube ich wurscht. Wir nehmen Empoleon mit. Empoleon, zauberhaft. So. Dann brauchen wir noch ein Grasal. Ein bisschen ein Grasal brauchen wir ja auch noch. Sollten wir... Moment einmal. Da haben wir teils Fee mit dabei. Hey, sag mal, wie es ist. Ich glaube, wir nehmen Megania mal mit rein. Was darf man da davon halten? Wir nehmen Megania mit rein. Und dann... Was nehmen wir dann noch? Porygon 2, meine. So als zweiter Tank. Und der wir da das Muskelband auf. Da der wir diesen hier auf. Und da, ja, und dann passt es ja eigentlich eh schon wieder. Tangolist kann ich noch nicht machen. Kann ich leider noch nicht machen. Ah ja, du brauchst ein Level, okay. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben lauter spezielle Angreifer bis auf Staraptor. Das ist natürlich ein bisschen unzauberhaft. Das können wir leider so jetzt doch nicht lassen. Jetzt, Moment. Einen physischen Angreifer brauchen wir schon noch. Staraptor allein reicht uns da nicht. Die Frage ist, was nehmen wir mit? Gyarados ist ein Wasser-Pokémon. Ja, gut. Dann müssen wir es leider so machen. Dann machen wir es erstmal so. Dann haben wir 2 Bedrohungsmonster noch mit dabei. Das passt dann auch wieder. Oh ja, Crunch nehmen wir noch mit. Das ist zauberhaft. Wasserstein habe ich hergenommen für Sterndu. Aber ich glaube, in der nächsten Stadt müsste man, also wenn man Schleide hat, in der nächsten Stadt, das ist die übernächste, dann müsste man eigentlich Entwicklungssteine kaufen können. Okay, wait. Gut, dann gebe ich da jetzt dabei einmal Mystic Water. Ja, der Attacken von Staraptor schaut noch relativ mau aus. Wir brauchen da noch ein bisschen die Flugattacke. Aber das wird ihm schon. So, ich glaube, wir haben es. Das ist ganz schön schwierig. Ja. Gut, Freunde. Wir sollten mal einen Rivalenkampf machen. Der 3. Bosskampf heute. Oh, leck, Alter. Wir machen jetzt so viel Progress. So, die Frage ist, mit was lebt man? Ich darf persönlich fast sagen, Staraptor 4. Staraptor 4, weil, warum nicht? Bringt gleich mal einen Bedroher raus, wenn es pressiert. Und dann sehen wir es schon. Wir haben eigentlich jetzt alles so ein bisschen abdeckt. So, da ist jetzt frei.
Den wir da mal speichern, damit nicht noch was schief geht. Gut, Freunde der Sonne. Wir haben eine Vorhersage. Wieder mal ein Bosskampf. Habt's noch Lust? Wir machen die gleiche Vorhersage jetzt gleich nochmal, allerdings nur 2 Minuten. Dann könnt ihr schon mal schauen, was ein lieber ist. Dabei schaue ich da noch mal schnell rum, was wir da noch theoretisch hätten. Aber aktuell... Ja, ich glaub, so alles in allem haben wir da wirklich gut aufgestellt jetzt. Also wir haben für alles eigentlich... Gehen wir noch mal durch, wir haben... Jetzt pass auf. Wir haben... Gut, wir haben ein bisschen... Wir haben 3 Pokémon, die wo potenziell eine Steinschwäche haben. Das ist Gyarados, Glurak und Staraptor. Wir haben aber gute Antworten gegen alles eigentlich. Wir haben gegen Steinattacken Antwort. Wir haben gegen Boden-Pokémon eine Antwort. Wir haben gegen Gift-Pokémon eine Antwort. Nein, gegen Gift-Pokémon haben wir tatsächlich keine Antwort. Aber gut, Gift-Pokémon kommen jetzt nicht so häufig vor. Wir haben gegen Flug-Pokémon haben jetzt auch nicht so wirklich eine Antwort. Gut, wann braucht man eigentlich Feen? Feen braucht man eigentlich nur gegen Drachen, right? Dann deckt man da ein wenig mehr ab, tatsächlich. Genau, machen wir es so, weil dann haben wir jetzt auch gegen Gift-Pokémon eine Antwort rein, theoretisch. Wir haben gegen Fluger Antwort, wir haben gegen Elektro Antwort. Elektro hat eigentlich, haben wir theoretisch auch nur 2 Schwächen. Ja, ich glaub, das ist fein. Ich glaube, so ist das fein. Wir haben 2 Bedroher-Monster drinnen. Das ist schon huge. Wir haben 2 Tanks drinnen, wir haben physische Angreifer, 2, eigentlich 3. Ja, das passt ja schon. Ich glaube, das ist roundabout ein guter Chor, den wir da haben. So, Zeit für den nächsten Bosskampf. Kann mich noch erinnern, da ist ja der Drecksack, Mathe. In Renegade Platinum hat mit der und der Stelle fast zerlegt, weil Relaxo. Wir haben aber heute besser drauf vorbereitet, falls er mit einem Relaxo kann. So, schauen wir mal, wie viel stärker dass du geworden bist. Und zwar jetzt genau an der Stelle. Hey, du bist jetzt der Trainer, du musst für jederzeit für einen Kampf bereit sein. Ja, ist ja nicht so, dass ich schon 2 Bosskämpfe gehabt heute. So, er fängt an mit Mixatu. Ja gut, da ich jetzt absolut keinen blassen Dunst davon habe, was du kannst, geh ich, glaube ich, mal in Luna raus. Ja, genau, das haben wir schon fast gedacht. Easy. Ah ja. Oh shit. Das Ding wieder ein Problem. Magic God, okay. Hä? Okay. Mike, habe ich dir die größte Gott spät mit der Abstimmung? I'm a sorry boy. Ja gut, wir können das Spiel jetzt noch 3 mit rein, Mist, ist wurscht. So, der wird jetzt wahrscheinlich wieder rauswechseln. Doch nicht, okay.
Okay, Xatu ist raus. Hat ja schon mal gut funktioniert. Wespi Queen, okay, du machst safe. Ich weiß, dass du unfassbar slow bist. Und ich weiß, dass du... Ich habe keine Ahnung, ob du physisch oder speziell bist. Aber... Oh, what? Wait a minute. Du kannst auf jeden Fall... Du kannst auf jeden Fall, wie heißt denn die Storattack? Du kannst auf alle Fälle eine Storattack. Das heißt, Glurak ist keiner gefährlich. Aber wir können auf alle Fälle mal schauen. Ich meine, jetzt kommt sowieso ein Käferangriff, das ist klar. Aber wir können auf alle Fälle durch das gleich einmal schauen, ob du physisch oder speziell bist. Aber normalerweise bist du speziell. Wir haben auch da schneller, das ist auch klar. Allerdings ist das auch nicht mehr vierfach effektiv. Das muss man an der Stelle vielleicht auch dazu sagen. Gut, mit Darkwing Duck kriegen wir das aber eigentlich auch gehandelt. Aber jetzt schauen wir mal. Okay, Verteidigungsbefehl. Das können wir, glaube ich, outstallen. Juwelenkraft, danke dir sei. So, wir machen jetzt auf alle Fälle erst mit T-Wave. Damit da nichts passiert. Okay, das bufft sie jetzt natürlich entsprechend, das ist aber völlig fein. Ah. Okay, fein. Du hast ein rein Support-Set. Ja, das macht halt ungefähr nicht wirklich was. Schauen wir mal, wie viel Schaden macht denn das Ding. Du möchtest stallen, ich stall aber mehr. Oh, außer du kriegst mit, dann stall ich nicht mehr so viel. Aber gut, dass wir Genesung haben. Okay, machen wir nochmal Genesung, damit wir außerhalb der Crit-Range haben. Weil der Porygon 2 ist so ein Cheat, ohne Witz. Das soll das eigentlich killen. Ah! Blecklaufer. Orange Jesus. Gut, das Ding ist weg. So, er hat auf alle Fälle noch Pixie und sein Ass. Sein Ass ist in dem Fall Panferno. Okay, da kommt jetzt das Pixie. Das soll aber für uns eigentlich fein sein. Gehen wir mal für T-Wave. Oh, wir Speed-Timer. Okay, wir haben gleich schnell. Also jetzt nicht mehr, weil wir jetzt Paralyse drin haben. Das verringert dann Speed um 50%. Aber gut, das ist fein, wenn das Ding rausgeht.
weil Paralyse bleibt. Maskeregen. Bedroher juckt uns nicht, wir greifen ausschließlich speziell an. Ich T-Wave dein ganzes Team, weil mir das wurscht ist. So, wir erholen uns wieder ein wenig. Alter, Porygon macht einfach Solo. Mir wundert's, dass der nicht in Panferno geht. Jetzt kriegen wir mehr einen Speed Drop, aber das müsste man noch schneller sein. Oder auch nicht, okay. Nice. Ja, da kommt wieder sein paralysiertes Pixie, das wo wahrscheinlich jetzt wieder teleporten wird. Ja, das ist natürlich jetzt zauberhaft für mich, weil ich greife einfach weiter an. Okay, wenn noch mal einer irgendwann in meinem Chat schreibt, wenn man mir Pokémon spielt, dass Porygon 2 Kacke ist, dann hau ich mit dem Kochlöffel einen Knocker aus, wenn ich das nächste Mal sehe. Mit Porygon 2 haben wir jetzt fast sein ganz Team im Endeffekt neutralisiert. So, da brauchen wir jetzt auf alle Fälle ein bisschen... da kann man ja einfach mal einen Bedroher einzwicken. Garados will mir helfen lassen für sein Ass. Für Panferno. Gemessen im Fall er hat eins. Wovon ich jetzt mal ausgehe. Prof und Askia, euer Arsch ist auf meiner Liste. Vor allem deiner Webio, weil die werde ich eher sehen wie ein Prof. Aber wenn ich einen Prof einmal sehe, ich werde ab jetzt immer einen Kochlöffel dabei haben, für einen, wenn ich weiß, dass wir uns potenziell sehen könnten. Ne? Wenn ich sage, dass Porygon Z besser ist, dann kriegst du eine mit der Prof von Affe. Da muss ich Pfichterli fragen, ob es mir eine liked. So, egal. Das ist Sengo. Sengo ist jetzt natürlich etwas, wo ich nicht weiß, das kann Adrenalin haben, das heißt paralysieren war jetzt in dem Fall eher nicht so unbedingt das Geilste, deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen, dem Burschi einen Bedroherreiz zum Drucker. Vermute mal, das Ding hat Zermalmklaue. Oh, okay. Knock-off. Okay, Bedrohen hat sie dann quasi erledigt. Dann kann ich die aber eigentlich ja problemlos paralysieren, right? Da hat schon einige Kochlöffel geschottet, du kennst meinen Kochlöffel nicht. Das nennen wir wie ein junger Gott. Oh. Das ist jetzt allerdings ungut. Ich muss schleunigst schauen, dass ich das Ding rausbringe. Okay, dass das Mistviech sich Setup, das habe ich jetzt nicht können sehen. Du bist aber zum Glück eine Glaskanone. Das ist ein Problem. Das ist sogar ein Riesenproblem.
Jetzt müssen wir hoffen, dass er immer noch mit Paralyse kickt. Und er mich nicht crittet. Okay, das ist gut. Ah, nein, das ist eigentlich nicht gut, aber... Oh, ja, das war Crit, okay. Wir haben schneller. Kann der einmal paralysiert sein, bitte? Hallo, kannst du mir irgendeine Paralyse fressen, bitte? Herzlichen Dank. Ah ja. Ja, das war mir jetzt fast klar, dass er das macht. Dann kommt das Ding wieder zurück. Hey, aber Moment einmal, hey, du hast jetzt eigentlich total missplayed. Du hast jetzt einen kompletten Angriffsboost genommen. Bist du dumm im Kopf? Ja, Bro, das war jetzt ein bisschen dämlich von dir. Jetzt ist halt die Frage, bringen wir uns gleich in Position für das Panferno oder die fast sagen, oder Pampyro, was auch immer es ist. Wie viele Pokémon hat denn der überhaupt noch? Der hat jetzt noch das vermaledeite Pixie. Und ansonsten eigentlich nichts mehr. Allerdings war es ein bisschen dämlich, da jetzt in Ding zum gehen, weil falls der auf jeden Attack druckt. Allerdings killt mich da ein Feenangriff auch an der Stelle. Muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Aber ich bin jetzt eigentlich mit unserer Power-Ente da eigentlich safe. Erstmal. Disarming Voice, okay. Okay, das Ding ist raus. So, jetzt müsste er eigentlich nur noch Pampferno haben, right? Oh, T-Bolt. Nicht mehr gern. Luna mag Gangshot lernen. I mean, gegen Feen? Warum nicht? Wait. Ah, ich Idiot, ich hab gar nicht Shellast Nummer, ich hab ja Plinfart Nummer, deswegen. Okay, boah, legt ja noch nicht einmal Shelterra, was ist mit ihm verkehrt?
Können wir da was... Wir können da jetzt eigentlich nicht so viel machen, aber er gegen uns eigentlich auch nicht. Ich meine, mit Luna Stallman eigentlich? Ich schaue jetzt erstmal, was er macht. Wir haben auf alle Fälle schneller. Bulldoze, okay. Wir waren mal schneller. Gut, dass ich nicht in Glurak gegangen bin. Nein, Feuerschwanz eben nicht ist, weil Feuerschwanz bodenanfällig ist, Freunde der Sonne. Merken, wir haben einen Flugtypen verloren, wir haben jetzt einen Drachentyp. Das heißt, Bodenangriffe treffen Glurak in dem Fall. Also nix Feuerschwanz ist. Ja, wenn Feuerschwanz ist, dann kriegen wir ein Problem. Aber ich kann die T-Waven auf alle Fälle, das kann ich machen. So. Jetzt kannst du erstmal bulldozen, wo du lustig bist. I don't give a damn. So. Ganz ehrlich, wir können den jetzt komplett stallen. Weil passieren wird da nichts mehr. Hoffe ich mal. Da war es halt jetzt geil, wenn wir auf Porygon nur eine Eisattacke hätten statt Dingens. Obwohl ich sagen muss, Donnerwelle hat uns ziemlich gecarried in dem Kampf. Ja, jetzt herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du noch mit einem Angriff schneller wie und dann war's es aber. Nein, Pflanze Stein oder Pflanze Boden sogar schon. Pflanze Boden, glaube ich, ist das sogar schon. Nein, kann's gar nicht sein, weil sonst hat dann so Pflanze Gestein. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Oh Mann. Aber okay, das Team von ihm ist eigentlich... Es ist ziemlich... Wie sage ich denn? Bis auf Sengo hat er nur Pokémon, die wo stallen. Die wo einfach nur da stehen und einfach nur versuchen, die zum Abfangen. Aber wir haben gegen gefuckt, okay? Wir haben mit unseren eigenen 2 Stall-Pokémon komplett gewollt. Ja, was möchtest denn du jetzt? What is? I must ich muss ja, okay. In der Pokémon-Menschen gibt's das ist ein großes Gebäude auf Route 212, ja. Komische Ortzone Leid. Meinen Sie damit das komische Team Galactic? Okay, da müssen wir mal nachschauen, was da Phase ist. Ich bin dann noch mal dahin, wir sehen uns dann nachher. So, passt. So, Freunde der Sonne, 3 Bosskämpfe und 2 davon Deathless. Okay? Ich glaube, das hätte schlimmer ablaufen können. Ja, und da glaubt, dass man. Wer ist der Hundesohn, der wo da glaubt, er verliert 2 Pokémon? Hallo? Die Pro-Gamer. Gut. Ich muss aber jetzt auch sagen, jetzt gelangt's aber für heute mit Bosskämpfen, gell? Also. Können wir uns wenigstens jetzt irgendwas Vernünftiges in der scheiß Bude da kaufen. Ja, es gibt Superbälle. Herzlichen Glühstrumpf. Ja, Bodentypen hat es auf alle Fälle nicht gehabt, weil sonst hätte ich keinen Donnerblitz machen können, weil Donnerblitz war nicht sehr effektiv. Hast vorher auch verloren. Ja, das war ein Zusammenspiel unglücklicher Zufälle. Gut. Was wir jetzt auf alle Fälle noch machen können, ist uns da drin einmal umschauen. Und Leute, ich denke aber erst gegen Ende des Streams dran, wir können in dem Spiel mit Pokémon spazieren gehen. Und ich vergiss so weit, dass wir das aktivieren, dass wir jetzt mal ein Pokémon aussammeln. So, wir gehen jetzt mit Glurak spazieren. Ah ja, wir gehen mit Ole spazieren. Perfekt. So, weil ich weiß, dass da drin auch Items gibt. Wir wollt Switch zum Beispiel. Boah, das ist auch geschert.
Aha, da haben meine 3 Pokémon, perfekt. Glurak, du versperrst meinen Weg. Ah! Glurak, du stehst im Weg, geh weg. Okay, das ist Anziehung quasi. Hä, aber wie kommst du noch da hinten hin? Du musst auch irgendwie hingehen, oder? Ah, da geht's noch oben, da schon her. Achso, ist ein anderer Eingang, okay. Okay, mehr gibt's da scheinbar nicht. Sieh, merci für den Lurk und einen guten. Wir machen nicht mehr allzu lang heute. Ja, okay, mehr gibt's da scheinbar nicht. War da gerade schon 9 Pokémon? Wo? Wo war da gerade schon 9 Pokémon? Wow, leck, jetzt seh ich's erst. What? Wait. Tinkertuff was eating my puff and thanks for helping me. Seems like Tinkertuff went into one of the houses up there. Wait a minute. Aha. War der auf mir? Jetzt ist die Frage, wo die Siegerin ist, gell? Mensch, Garados, hör auf, sinnlos in der Gegend rumzufliegen. Mach was. Alter, was ist mit dem? Der rennt aber mit seinem Hammer durch die Gegend. Wird das jetzt eine Schnitzeljagd, oder was? Aha, jetzt hat's die aber. Alter, was bitte? Okay, das Ding ist auf Level 30. Okay. Erstens, was macht das schon 9 Pokémon da drin? Zweitens, geiler Scheiß. Happiness Pokémon. These Pokémon make their homes in piles of scrap metal. Metal ist eine gute Sache. Okay, wir brauchen einen Spitznamen für ein Pokémon, das wo einen unfassbar krassen Hammer schwingt. Also, das Ding hat am Ende, die Endentwicklung von dem Teil, die haut mit einem richtig fetten Hammer zu. Thor, das ist eine gute Idee. Mr. Gut zu Fuß, das ist eine gute Idee. Das gibt der Plus. Thor it is. Thor ist eine mega geile Idee. Warum? Achso. Merci dir für den Hinweis. Das Pokémon hätte ich gnadenlos übersehen. Das Ding ist ein Stahl-Fee-Pokémon. Fix läden, das werden wir gleich gewusst hätten.
Fehlstall. Oh, und dann so ein Scheißwesen. Minus Attack plus Defense. Ja gut, ich bin einmal guter Hoffnung... Oh. Ach, man kann das auch speziell spielen, oder was? Ich bin jetzt einfach mal guter Dinge. Also, was heißt guter Dinge? Ich weiß, dass wir später mit Herzschuppen Münzen und so Zeug kaufen können und Ability-Kapseln. Dann können wir die ganzen Wesen ändern, so wie wir es brauchen. Und ja, wir können jetzt dann demnächst ein gezielt EV-Training betreiben. Ich hab's bei 2 oder 3 Pokémon gezielt offstream schon machen können. Bei X-Bart zum Beispiel oder auch bei Gengar. Da habe ich schon gezielt EV trainieren können, weil die Pokémon entsprechend gut vorkommen. Aber es geht jetzt dann, wenn wir in der nächsten Stadt haben, deutlich gezielter. Das mache ich aber dann als Offstream. Schauen wir mal, entwickelst du gleich, wenn du dir ein Level aufstellen lässt? Das schaut so süß aus, dann warten wir auf deine Entwicklung. Da muss ich jetzt direkt schauen, ob und wie sich das Ding entwickelt. Tinkertough. Okay, passt. Da das momentan eher relativ schlechtes Wesen hat, werden wir das so schnell ohnehin nicht hernehmen. Bis dass wir die Wesen switchen können. Deswegen levelt man die gleich mal auf. Stimmt, wir sollten eigentlich, normalerweise sollten wir es noch dir benennen. Jetzt schauen wir mal, wie deine Entwicklung ausschaut, ob du es dann immer noch so süß findest. Mr. Prof und Mr. YBO. Ihr habt ihn vorher gefragt, wie mein Leffe ausschaut, mit dem ich einen Arsch aushau. Ungefähr so wie das Ding, was die in der Hand hat. Ne? Und der wiegt 220 Pfund. Gigaton haben wir. Gut, ihr Frisur oben schaut schon so ein bisschen aus wie eine Schleife. ...160 Schaden bei 100% Genauigkeit. Du kannst den Angriff aber leider nicht zweimal hintereinander einsetzen. Aber der bumst ungefähr alles über den Haufen, der Angriff. Also wir brauchen bei dem Ding auf alle Fälle bloß Angriffswesen. Große Waffe, das bin ich in Code Vein. Beziehungsweise in dem zukünftigen... Ja, okay, pass auf, ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man... Na? Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wir es Yassi nennen, oder? Es ist in Ordnung. Im Mod 2 war wirklich ein geiler Einfall vom Gut zu Fuß. Aber durch das, dass die Frisur schon sehr an der Schleife erinnert und dass Yassi auf große Hammer steht, das hört sich falsch schon, glaube ich, machen wir das ja so. Aber aktuell noch nicht so wirklich gut brauchbar. Aber nice to know, dass wir es haben. Das Fee-Stahl ist halt eine richtig geile Kombi. Und Yassi wieder einen Einsatz kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Dann kann man jetzt theoretisch auf Route 212 uns noch einen Encounter holen. Genehmigt? Ja. Jeder Mann, von dem kriegt man ein Ohr.
So, Route 212. Lass mich mal auf die Map schauen. Kriegen wir wieder überhaupt einen Encounter? Okay, das ganze Ding da ist Route 212. Aha, und da stehen schon die ganzen Galaktik-Idioten umeinander. Perfekt. Die meistens Gift-Pokémon haben. Aber egal. Weil da ist ganz schön Lag in dem Gebiet. Leck mich am Arsch. Oh, da ist noch ein statischer Encounter. Den holen wir uns noch. Den statischen Encounter in Form von einem Honigbaum, den holen wir uns noch. Park der Freunde angeln? Ebenfalls ein guter Einwand. Okay, wobei. So, Chlorophyll. Das heißt, wenn wir mal ein Sonnenteam spielen wollen, können wir das da. Ja, das kenne ich aktuell leider nicht so gut brauchbar. Ja, sieh. Hör auf, die schlechter zu machen, als du bist, okay? Du wirst, was heißt aktuell nicht brauchbar, man kann die jetzt schon hernehmen, aber dein volles Potenzial kommt erst außer, wenn wir dein Wesen verändert haben. Und das werden wir da. Ich werde da plus Angriffswesen geben und dann zerballerst du alles. Wie in zukünftig bei den Souls-Spielen. You know what I mean? Jogi Löw, weil er... Kann man tatsächlich wirklich so machen, gell? Ja, du wirst ja Dennis und Donnerblitz überleben. Warte mal, was für ein Level bist denn du? 25, ja, easy. Wenn in dem Leben irgendwann noch mehr aufkommt. Okay. Gut. Also nehmen wir Jogi Löw, oder wie sage ich das? Oder haben wir einen anderen Vorschlag? Im Park der Freunde holen wir uns auch noch einen Encounter, da können wir angeln. Wie gesagt, das ist jetzt der statische Encounter wegen dem Honigbaum. Wir kriegen dann später irgendwann auf der Route im Groß auch nochmal einen. Ein normaler Encounter tatsächlich. Aber ich glaube, Jogi Löw, die Eier da nicht ganz gut passen. Oder Oliver Kahn, Ganger. Gut. Alter, da legt's gescheit da in dem Gebiet. Will man Eierkrauen? Also will man. Eierkrauen geht wahrscheinlich nicht hin. Alter, was legt's denn jetzt so? Möchtest du behindert machen, oder was? Wahrscheinlich. Gut. Gehen wir nochmal in den Verflur. Können wir überhaupt angeln? Nur Wilma, ja, Wilma gangert. Also der Mandel, ja gut, war wurscht. Ich glaube, da können wir gar nicht angeln. Nö, da können wir nicht angeln. Na gut.
Nein, alles gut, der Brunnen ist drin. Gut, Freunde, ich glaube, wir können mit dem heutigen Part von der Nuzlocke recht zufrieden sein. Wir haben den einen oder anderen sehr guten Encounter gekriegt, wir haben einen Mamfaxo gekriegt, wir haben einen fucking Yassi gekriegt. Und wir haben 2 Verluste hinnehmen müssen, die wo jetzt nicht so dramatisch waren, okay? Von daher glaube ich, können wir mit dem Progress, den wir gemacht haben, halt recht zufrieden sein. Also, die 3 Bosskämpfe, die hätten deutlich mehr zu säbeln können, wenn es Black gelaufen war, okay? Keine Punkte verdient, ja, du hast dafür eh schon, keine Ahnung, 12 Millionen verdient. Ja? Der Billinger hat letztens richtig abgerannt, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat noch eine geschrieben gehabt, wenn du nicht da bist, ist er der Preis, weil er staubt ab, so quasi. Gut. Freunde, ich habe noch einen kleinen Hinweis für euch. Ich hab's halt eh schon in Discord reingeschrieben. Wir werden, nachdem ich wieder von Kos heimkomme, einen Community-Zock machen. Und ich habe mir da 2 Sachen überlegt, die wir da machen werden. Wann das genau stattfindet, das müssen wir uns dann ausmachen. Eins davon wird der Mario Kart Stream sein. Das werden wir, ja, da wird irgendwann im Laufe der nächsten Woche, wenn ich auf der Liga flak, wird da ein Ping kommen in Discord. Wo ich dann schaue, wer denn Lust hat mitzufahren, weil da sollte man halt tatsächlich schon ein paar Leute sein, damit es richtig viel Gaudi macht. Das werden wir, wie gesagt, on-stream spielen. Und das andere, ich habe jetzt mich gestern oder vorgestern schon mit 2, 3 Leuten unterhalten. Das zweite, was ich gerne einmal auf 4 stellen möchte, allerdings nicht on-stream, sondern privat dann in Discord, war einmal wieder ganz auf entspannt Vanilla-Runden Among Us. Tatsächlich. Wie gesagt, genauere Infos dazu folgen dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Aber das warten so jetzt 2 Community-Sachen, da wo ich halt Bock hätte, was auf 4 zu stellen. Also wie gesagt, eins on-stream, das war Mario Kart, was aus der Vergangenheit her sehr gut angekommen ist bei euch. Und das andere ist halt dann privat einmal abends einmal 2 Stunden gemütlich mit sämtlichen Leuten, die halt Bock haben, einmal eine Runde Among Us spielen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, da folgen dann die Infos irgendwann nächste Woche. Mindestens 6. Ja, eher mindestens 8 im Mario Kart. Among Us bin ich raus, für Mario Kart weiter dabei. Ja, wie gesagt, da wird nächste Woche irgendwann ein Ping in Discord kommen mit Infos, mit also quasi, wo jeder reagieren kann. Und dann sagen wir wie es Interesse für die 2 Sachen haben. Und dann, ja, dann schauen wir mal. Aber auf alle Fälle machen wir einen Community-Zock. Also Mario Kart Stream ist eigentlich neu zu safe, dass wir den machen. Je nach, wie gesagt, wenn jetzt natürlich gerade 2, 3 Hanseln mit vom Black sagt, ne, dann rentiert es nicht, dann können wir es privat im Discord auch machen. Aber wenn jetzt natürlich da, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, eventuell sogar 12 Leute zusammenkommen, dann können wir da fette Fetzerei on Stream machen. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Aber je mehr Leute wir halt in Mario Kart haben, umso lustiger wird's. Tatsächlich. Ich werd nie vergessen, den einen Mario Kart Stream, da wo wir glaube ich zu 11 oder zu 12 gefahren haben, abends, da war die Yassi dabei, da war der Mike dabei, die Wifi, das war so eine geile Fetzerei. Wenn man das irgendwie wiederholen kann, das war schon ganz zauberhaft. Hätte auf beides Bock, bin aber vom 22. bis 26.06. in Wien. Wie gesagt, es wird so laufen, dass wir erst einmal grundsätzlich schauen, wer hat bei was Interesse und wer war safe dabei. Und dann im Nachhinein sucht man irgendein Datum aus, wo die besagten Personen möglichst alle Zeit haben. Ne? Also wir werden jetzt nicht sagen, ja passt, auf Mario Kart haben wir Bock, wir fangen am nächsten Tag einen Mario Kart Stream an, sondern da suchen wir uns dann ein Datum aus, wo dann möglichst alle Zeit haben. Wahrscheinlich dann auch irgendwann am Wochenende abends, an einem Freitag zum Beispiel, keine Ahnung, weil da haben tendenziell die meisten Leute Zeit. So jetzt einfach einmal, behaupte jetzt einfach böserweise einmal. Ne? Monster Hunter World bin ich dabei, Mario Kart auch. Wir können auch gerne mal Monster Hunter spielen, das ist überhaupt kein Thema. Ich müsste es zwar wieder installieren und wieder ein bisschen practicen, weil ich hab's 1,5 Jahre nicht mehr gespielt, ich glaube, ich kann es selber nicht mehr. Aber MAW habe ich persönlich... Ja, ohne Scheiß, Jassi, du wenn du irgendwann MAW streamst, ohne Witz, ich bin dabei. Da machen wir, keine Ahnung, ich weiß, das bringt mir irgendwie zeitmäßig dann schon hin, dass ich da mit reingerätsch, einmal in der Woche, keine Ahnung.
Among Us, wo das Spielkonzept ist, seine Freunde gezielt anzulernen. Ja, und wo andere auf Pro-Detektiv machen können. Nicht? Jeder mag insgeheim meucheln und jeder mag auch insgeheim ein Privatdetektiv sein. Ne? Ich habe jetzt 3 Monate Zeit. Für was? Naja, so viel dazu. Aber wie gesagt, die Infos dazu, die folgen dann irgendwann im Laufe der kommenden Woche. Hab ich ja schon erwähnt. Und Karma habe ich die. Gut, Freunde. Wie gesagt, wenn euch die Infos nicht ausgehen sollen, dann kommt es auf den Discord-Server. Wie gesagt, da kriegt ihr alles mit. Unter anderem halt auch so Spiele, Umfragen und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann kriegt das alles Hand und Fuß. Reden wir noch nach dem Urlaub, ich hätte da wirklich gescheit Bock drauf. Da stellen wir schon was auf fest, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Wie gesagt, die nächste Zeit wird es zwar für mich selber ein wenig schwierig, weil es stehen so viele Sachen noch, wo ich zocken möchte on Stream. Allem voran Elden Ring, wenn ich jetzt vom Urlaub heimkomme, werden wir einen Elden Ring Marathon machen. Da pausiert Nuzlocke und Bloodborne sowieso erst einmal. Aber das kriegen wir schon. Wir finden mal irgendein Spieleloch, wo wir das einzwicken können. Also da tun wir jetzt nicht oben. Gut, Freunde, jetzt schauen wir mal, wer live ist. Ich muss mir langsam auf Zocken machen, weil ich muss mich noch herrichten. Ich muss nämlich jetzt dann in die Nachtschicht. Ne? Ich habe noch eine Arbeitsnacht vor mir, sozusagen. So. Ich habe aber jetzt leider keinen in der Liste. Vorschläge? Vielleicht einmal jemanden, da wo wir noch nicht waren. So, viewertechnisch 15 bis 20 Leute. Also wenn wer jemanden hat, den wo ich vielleicht noch nicht kenne und den wo es mir empfehlen könnt, der wo in etwa meine Größe hat, dann immer gern rein in den Chat. Wenn nicht, suche ich einen aus der Kategorie. Obwohl ich das aber eigentlich ungern tue. Jack Fromsoft. Ja, hey, ohne Scheiß, den haben wir mal jetzt auch letztens angeschaut. Der ist gar nicht übel. Der hat eher 400. Ja, okay, das ist ein bisschen fei. das ist ein bisschen fui. Das ist ein bisschen krass fui. Der braucht sie. Smoothing Man speckt gerade Lord of the Rings. Oh, Herr der Ringe ist immer gut. Herr der Ringe ist eigentlich immer gut. Ist ein Österreicher, ja, okay. Schauen wir halt mal, was der drauf hat, der Bursch. Rückkehr nach Moria. Spiel kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, das ist fein. Ich glaube, das ist fein. Den nehmen wir. Gut, Leils. Ich sag merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächster Stream, Samstag, 18 Uhr, Bloodborne. Wir werden in Bloodborne uns ein bisschen in der im Kathedralenbezirk umschauen. Wir werden uns eine neue Waffen holen. Oder eine zweite Waffen holen, die auch sehr gut ist. Und dann schauen wir eventuell noch in den verbotenen Wald. Das ist das nächste Gebiet, wo wir hin müssen, theoretisch. Ne? Müssen wir mal schauen. Irgendwas werden wir schon rauskriegen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend. Noch eine gute Nacht. Kommt dann gut in den Schlaf. Ja, und morgen viel Spaß beim Arbeiten. Ja, ich werde dann euch ganz fest denken, wenn ich von der Arbeit heimfahre. Um 10 nach 6. Und ja, dann da ich sagen, lasst beim Smoothing Man ein bisschen eine Liebe da. Ja. Herzaldrucker, das kostet nichts, wisst ihr sehr, wie es läuft. Raid Command ist im Chat. Und wir hören sie dann am Samstag in alter Frische zu Bloodborne wieder. Okay? In diesem Sinne, Leute, haut's euch eine. Viel Spaß beim Smoothing Man und bei Herr der Ringe und bis zum Samstag. Hört euch.